Jetzt müssen wir erstmal wieder eine Viertelstunde warten, bis der YouTube-Delay hinten neu zieht. Beim Quietschen meine ich brauche ein neues Mikrofon. Habe ich schon gesehen. Ich brauche ein neues Mikrofon, habe ich schon gesehen. Die Buchsen ist mittlerweile so verdammt ausgefotzt, dass das Ding nicht mehr gescheit hält. Aber was ist denn das? Schau hin, das wackelt wie ein Kuhschweif. Warum hör ich mich selber? Halt doch dein Fotzen dann. Schmiedi! Es eskaliert's wieder. Du hast den ganzen Tag dich auf den schon gefreut. Sag's, was ist, Schmiedi, merci dir. Habe! Hier bin's der Bürger an diesem wunderzauberhaften Mickerabend. Hacke to your face! Opa, merci dir. Bussi aufs Nuss, ich muss da ein bisschen runterrein, Alter. Ich schrei mir gerade sonst wieder selber einen Tinnitus. So schaut's aus. Was ist? Ich kann mir nicht merken, was da Lautstärken ist und was nicht. Moment, schau ich gleich. Wer war das? Opa, merci dir. Löwensepp. Hallo, der Bürger. Endlich wieder God of War. Merci an die unten. YG Fox und die guten Tipps. Gustl, was? AMP, Drop Punch, RGB8. Was das letzte heißt, weiß ich nicht, oder? Ich weiß nicht, was bedeuten soll. Es tut mir leid. Löwenzeit, merci dir. Sonntag, Ruhetag. Auch heute wieder schöne Grüße aus Franken. Howdy. Night PS. Hab gestern den Soundtrack mal komplett von God of War angehört. Mega. Scheint mir so, als müsste die... Auf der Bierbring steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt beim Vollbiersquad. Mein Mike, as always, merci dir, welcome to the squad, aber du bist ja schon so lange drin, dass ich nicht mehr mich Habitäre sagen soll. Und der Wolf ganz genau also. Der ist jetzt beim Vollbiersquad. Wolfi, merci dir, oder Wolf besser gesagt, wahrscheinlich nicht Wolfi, aber egal. Merci dir, Zerpimmelung, Klaus World! Girly of Wörli! Da habe ich wieder eine Scheiße losgetreten, das unfassbar ist. Girly of Wörli. Auf der Bierbring steht ein kleiner Psoffener. Der ist jetzt beim Girly of Wörli! Ich kann nicht... Alter! Chill, eigentlich schon mal, ich hab jetzt schon einen Puls 400 und Tränen in die Augen, da heute jetzt dein Futzen und Alter. Klaus World, merci dir. Wer war der andere? Der Kype, merci für die Mitgliedschaft. Bruckner sieht, merci für den Euro. Habe Drittbürger, hast du eigentlich geplant, dass du mit der Brutalis mal Musik machst? Ja, war mir angedacht. War echt geil, Chris aus Wien. Aber das Treffen ist in der aktuellen Zeit einfach schlecht und ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin momentan so hart... Erstmal merci übrigens an alle, Dankeschön. Der Girlie. Habe der schöne Grüße aus Österreich. Alter, Fab, merci dir, grüß an meine Lieblingsnachbarn, Dankeschön, Grüße zurück. Leute, Dankeschön, chillen, Knirschheim, chillen. Obwohl heute der Tag hat schon so beschissen angefangen hat, da reden wir aber nach dem Stream drüber. Ja, nach dem Spiel unterhalten wir uns so schnell 10 Minuten, 20 Minuten. Ich kann absolut verstehen, wenn jemand diese Corona-Scheiße nicht mehr hören will. Ich weiß, aber wir müssen uns drüber unterhalten und zwar landtechnisch. Da hat sich heute etwas geändert, reden wir aber später drüber. Wir diskutieren nicht mehr aus, ob die Impfung jetzt Sinn macht oder Regelungen Sinn machen. Sie machen nämlich keinen. Und ich mag da auch nicht mehr weiter diskutieren, aber wir müssen irgendwie drauf reagieren und irgendwas machen, weil ich nämlich reservieren muss oder eben nicht. Und da hat sich heute etwas geändert und das macht es ziemlich schwierig. Wir werden sehen. Das könnte der Genickbruch für das Land Servus dieses Jahr Bürger. sein. Könnte. Prost aus Reden wir noch Minga, im Spiel blaues drüber. Herz, So, weißes Gäste, Herz, zuerst Bier, Teufel, Prost, Minga, Teufel, blaues Herz, weißes Herz, Pommesgabel. Brr. Auf der Bierbring steht ein Kleine. Psoffener. Kleine Psuffene. Der ist jetzt beim Die ist jetzt beim. Vollbiersquad. Oh, da ist jetzt einer dabei. Michaela, Frau Gerstner, danke. Doppelmerci. Kruzifix. Bussi aufs Nussi. Leute, chillt seine Knirscheiben. Wie geht's euch? Eigentlich bin ich voll angepisst, muss ich sagen, wie es ist. Weil es schwierig ist. Schwierig das mit der Leute, das wirft mich zurück. Ich sag's euch, wie es ist, Alter. Das wirft mich in meiner Laune massiv zurück, Alter. Aber der Girlie of Whirly, der hat mir den Tag gemacht. Steffi schreibt, Birgit sagt, bei Twitch stimmt Spui nicht, da steht Daisy. Oh shit, da habe ich das vergessen. Das müssen wir natürlich noch schnell korrigieren. Steffi B, wunderbar zauberhaft aufgepasst. Hat vor dir wahrscheinlich auch schon irgendjemand geschrieben, aber ich sehe nicht einmal mehr die Hälfte vom Chat. Weißt du, was es ist? Machen wir God of War draus.
Ich habe mich vertan, Verzeihung, wütender, bärtiger Mann und Kratos ist auch dabei. Ja. Manu, mir ist wieder ein Drilling. Holz over, Bier, Pip und Birger. Das hört sich gut an. Das hört sich, leck mir Mosch, hört sich das stabil, Alter. Bin ich dabei. Ich hoffe bloß, ich hätte mit dem Kratos ein bisschen üben sollen. So ein bisschen. Kampfsystem verinnerlichen und so ein Scheiß, weil ich glaube, ich werde mich ziemlich behindert anstellen. Je weiter, dass wir nämlich im Spiel kommen, desto schwieriger wird es vermutlich. Und ich habe schon von Gegnertypen gelesen, die so ein ziemlich Arschlecken, Fotzen, Dreckshuren, Scheißhaus, Motherfucker sei. Und da kann ich wahrscheinlich dann wieder mit meinem Pro-Gamer-Dasein glänzen. Oder halt nicht. who knows? So, chillen. Pro-Gamer brauchen keine Übung. Das stimmt! Pro-Gamer spielen mit Lenkradl. Ich hab leider keins. Pro-Gamer spielen mit imaginären Lenkradl. Mit der Gangschaltung aus dem Lambi. Das hat noch keiner gemacht. Dark Souls spielen sie mit jedem Scheiß durch. Mit der Gitarre von God of War. Mit der Gitarre von Guitar Hero. Mit den Bongos von dem Donkey Kong Dromi-Spiel und so weiter. Ja, aber mit der Gangschaltung vom Landi hat sie keiner durchgespielt. Ihr scheiß Noobs. McGoldie. Grüß aus Hannover, Alter. Voll Beilich. Help. Geht's am Help. McGoldie, grüß nach Hannover. Du bist der Wegzunge, gell? Es gibt die Zuzunge und die Wegzunge. So, meine ich, der Hannoveraner von Welt, der glaube ich versteht kein Wort, was ich da laber. Sonntag! Der ist jetzt Bein. Voll Biersquad. Sormark, merci dir für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Bussi auf das Nussi! Weißt du was? Haben wir schon lange nicht mehr da. Wer nicht mitmacht, ist raus. Habe die Ehre an den Herrn Sormark im Squad. Im Chat, wenn er mitmacht, schlägt dann Atreus seine roten, seelenlosen Haare. Dann hast du einen Dreck. Dann hast du einen richtigen Dreck im Schachtel, Leute. Da ist gut. So, habe ich spätestens 3 Minuten noch. Dann fangen wir an. Ich starte mal im Hintergrund das Spiel. Es ist ein Deal. Oh, da ist der Eve-Launcher noch auf. Der ist den ganzen Tag schon auf. Oh, und ich fake spät heute, muss ich sagen. Langsam lässt der Hype um Eve wieder nach bei mir. Muss ich gestehen. Für meine Verhältnisse einen Haufen Kohle gemacht. Ich weiß schon, Eve, weiß ich wieder. Was ich mir überlegt habe, ich habe meinen zweiten Charakter gemacht, das ist kostenlos spielbar und so, dass wir am Wochenende vielleicht mehr Noob-Fleet machen. Kann jeder. Hoppala, leck, Alter, Birger, du asozialer, verfickter Hurensohn. Grutze fix, Alter, bist du völlig behindert. Asozial! Hörst du die Musik? Der Katze Strollo! Vanille Schokobabene! Erdbeer habe ich vergessen, hoppala. Ja, heim, merci für deinen Zwickel. Musik ist schon klasse in dem Game. Schreibt Wife, da hast du absolut recht, das habe ich noch in Erinnerung. Wann waren wir da? Am Samstag, glaube ich, gell? Ja, Samstag. Danny! Was tust du denn? Super, du! Warte, los, vorlesen. Muss ich ein wenig leiser machen? Ich glaube, es ist ein bisschen laut. Muss ich außertappen. Hilft ihm nicht. Danny Boy. Servus Birkstar, yes. Bin wieder dabei. Freut mich. Los an Kopfnet Hänger WEGN, da landes wird schon nu und wenn's heut später ist a wurscht. Ja, später ist jetzt schwierig. Also, da reden wir später drüber. Ja, da reden wir später drüber. Warum schwierig? Danny 1555 sind 2 und du weißt das. Bussi aufs Nussi, danke dir. FM Plus. Der Birger, was war denn das für ein Stream mit dem John Friedmann, beziehungsweise der Erkan von Erkan und Stefan? Grüße gehen raus an Toni, der neben mir sitzt. Toni, erst einmal grüß. Mach mal. Das ist eine gute Frage, ich weiß ja nicht mehr. AF an Bürgerli, AF Prost und Weihspaß. Hast du merci für den 5. Dankeschön. Bussi aufs Nussi. Birgerson, machen wir jetzt Birgerli auf ein Birgerli. Birgerli. Man muss es auch immer. Warte, ich führe eine neue Grammatikregel ein für unsere neue Liedsprache. Man muss das Lied auch immer so betonen. Lied. Also wenn es zum Beispiel heißt der Chamäleon. Du heißt nicht Chamäleon, sondern Chamäleon. Oder vielleicht sogar noch besser, das sind dann die einzelnen Unterdialekte. Du kannst das sagen so, Chamäleon oder Chamäle. Das sind die kleinen, aber feinen Dialektunterschiede. Kriegen wir noch hin. Schaffen wir. Hast du merci. Du, FM Plus, ich weiß nicht mehr, was das für Stream war mit dem Erkan und Stefan. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht weiß irgendjemand in der Community, keine Ahnung. Schreibt es in den Chat ein. Ich weiß es nicht mehr. Sag ich dir, wie es ist. Mr. Birger, habe die Ehre, Mr. 5 von 5 Nase, merci für den Zwickel, habe die Ehre zurück. Resident Evil Village, schau ich, das war's aber der Radox ziemlich schnell, leck mir Mosch. Ist das schon so lang wieder her? Warte, das war letztes Jahr im Mai. April, Mai. Ich weiß nicht mehr, was vorletzte Woche war. What the fuck? So,
jetzt 10 nach. Jetzt müssen wir anfangen, weil sonst wir brauchen Progress. Was es ist. So, Freunde der Sonne. Geht mein Controller? Jawohl, der geht stabil. Ja, also für Fragen kommen später wieder. Ich spiele mit einem Xbox-Controller. Da ich das nie tue, bin ich ein absoluter Kack-Noob. Das schaut aber nicht da ein bisschen rein zum Kommen, weil demnächst nämlich Elden Ring kommt und dann wird mir nichts anderes übrig bleiben. So, Freunde der Sonne, bitte lehnen Sie sich zurück. Wir spielen heute die zweite Runde God of War. Ja, wir haben am Wochenende schon angefangen, am Samstag. Wer es nicht gesehen hat, kannst du im Nachhinein anschauen. Ne? Dreht mal um, los geht's. So schaut die Gaudi aus. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts! Warum sehen Sie nichts? Weiß ich nicht. Muss ich mit der Maus wieder da einfahren? Ja, wahrscheinlich schon. So, wir werden einfach straight auf fortfahren und dann werden wir schon sehen, wo wir waren. So gafft's nämlich aus. Aimbot-Regel, oder? Fettnäpfchen incoming again. Aimbot kann man doch nicht brauchen. Treffen Sie die Schwachstellen von Gegnern. Ja, okay. Das ist der Pro-Tipp Level 9000. Okay, da sind wir. Ja, da schauen wir umeinander. Ich glaube, auf Kreis ist man gesprungen. Alles klar. Schau dir die Sprackel von Mao. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ist das eigentlich, kann man das irgendjemand beantworten? Sieh dir das an. Was? Schau ich mir noch. Was ist das? Ah, da waren wir letztes Mal schon. Junge, Boy. Da waren wir schon. Das sind irgendwelche Dinge, die sie drehen. Sieh mal, die Seite ist mit Runen beschriftet. Runen! Lömze! Sing mir dein Leben nicht. Ich sag mein Leben auch nicht. Seit 6 Jahren Show. Gebürtig Datschiburger Rotes Herz. Soll ich dir die Runen vorlesen? Ah, du sollst mir überhaupt nichts vorlesen. Sie liest gerade vor. Bei der Zappelmelung beguadacht die Endküchenmesser. Bei der Zappelmelung begutachten. Goldi, merci dir. Du hast mich gerade übrigens dezent darauf hingewiesen, dass ich vergessen habe, Donation Sounds auszumachen. Da kann ich mir in meinem Stream Deck vielleicht auch meinen scheiß Knopf einrichten. Dann muss ich nicht irgendwie außertappen da. Grüezi, Nullfeier, Himmel. Sackel sie mit nochmal! So, Alerts aus. Goldi, Bussi aufs Nussi. Dankeschön. Seit 6 Jahren dabei. Was, seit 6 Jahren schon? Dabei oder was anderes? Sonst kapier ich es wieder nicht. Ich bin ein bisschen geistig behindert, das muss man aber wissen, wenn man seit 6 Jahren dabei ist. So. Dankeschön. So, Ruhe ist jetzt mit Donations, wir lernen uns jetzt zurück. Es kann durchaus auch passieren, dass ich ein bisschen wenig schmatz, weil ich mich da auch konzentrieren muss. Ist gar nicht so einfach. Nur dazu, ich bin ein absoluter Controller-Noob. Ich bin normalerweise Tastatur-Maus-Dings, aber das Spiel mit Tastatur und Maus spielen, das ist ungefähr so wie die als... Nein, sag's nicht. Was steht da? Was steht da? Oh, niemals werde ich allein. Wohin? Wie wir 2, wir 3 gemeinsam sein. Ein Rätsel. Vielleicht ist hier irgendwo ein Hinweis. Hinweis! Alles, was ich sage, ist das Ding da und da hat man Sachen geöffnet. Hoppala. Ja, sauberer nicht. Okay, das... Komm, das hat man letztes Mal da schon reinschmeißen können, das weiß ich. Aber es bringt... Ich glaube, die Ringe müssen sich drehen. Ja, natürlich müssen sich die Ringe drehen, aber was genau sagt mir das jetzt? Ich weiß es auch nicht. Auf alle Fälle kommen wir da oben auf, das weiß ich noch. Da gehen wir jetzt mal rauf. Ein Rätsel ist gut. Es ist nicht nur Geprügel, es ist auch ein bisschen Rätsel dabei. Mal für alle, die das Spiel vielleicht auch interessiert. Das kann schon Sinn. Zumindest soweit ich das nach zwei... Komm wieder runter. Ah, muss ich jetzt quasi, ich hab's schon verstanden. Also ich glaube, ich hab's verstanden. Das. Ah, ja, jetzt hab ich's verstanden. Glaube ich muss die quasi... Ja, jetzt hab ich geschlafen. Ich muss die quasi so hinrichten, dass es Sinn ergibt. So geht's nicht, ich muss mir nochmal rundum drehen. Dreh dir nochmal ein wenig schnell, du Kackschein! Hopp, 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 hopp. Der Teil ist richtig. Der Teil ist richtig, das weiß ich auch, der kleine Hosen ein bisschen. Okay, das war zu früh, scheiße, verkackt! Um einen Millimeter. Um einen Millimeter. Jetzt muss ich da warten, bis ich das einmal rundum drehe. Ja, gut. Jetzt vielleicht doch so. Jetzt so rum. Ja, easy, Alter. Ich sehe Runen. Oder jetzt zugehauen, währenddessen ich umeinander getappt habe. Ich muss ihn wieder vorlesen. Kann der Kratos nicht lesen, oder was ist da los mit ihm? Junge, was bedeuten die Runen? Boy! Oh, da steht Familie. Das ist kein Hinweis. Das ist die Antwort. Kann ich allein niemals sein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Ja, ja. Kratos kommt wirklich nicht lesen. Ich seh schon, das wird lustig. Ich hab das Spiel auf Schneid durch. Chill zu meine Knirsche.
Zero bin froh, Deep. dass wir Brock getroffen haben. Was, aber Brock? noch froher, dass wir von ist hier was. verschwinden. Da ist was, ich hab's genau Das liegt gesehen. jetzt hinter So, uns. da haben lauter Ratzen. Da liegt der tote Gas. Da kann man sich reinlegen. Ja, wenn jetzt der Bear Grylls war, da die erst einmal das, was da drin liegt, essen. Dann da die einsuchen, da trinken und dann da die da drin schlafen. Ja, just Bear Grylls things. Weiter geht's. Einmal ein bisschen sprinten. Das ist das Leben. Das lässt man da einmal noch liegen, das können wir nicht brauchen. Kann man da eigentlich irgendwas sammeln oder sonst was? Nein, müssen wir Vollsprint teiligen. Aber jetzt macht was nichts wieder. Wenn er seine Hacke wegsteckt, das heißt nichts Gutes. Junge, Junge, Boy! diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Aber du, Ich finde wir haben ihn. dabei. Chris, was ist denn noch? Pussy aus Nussi. Chris, Ein noch ist Krieger er. darf keine Fähigkeit vernachlässigen. Oh, das ist der Hund, schaut schon wieder so nach Arena aus. Da wird's wieder zum Schlägern. Wir müssen essen, wir müssen. Schon wieder so ein fetter Trottel! Die haben doch schon am ersten Knackbrot, du Klopfspaten, du! Jetzt mal in den Arsch, ey, Dummst. Wie tut man's Hacke hier? Du Penner! Hacke hier. So, gute alte Dark Souls-Taktik, immer voll in den Arsch, ey. Du fetter Trottel! Ah, No-Hit, so wieder. No-Hit! Ah, ich krieg ihn! Wieso krieg ich ihn? Ah! Der schlug! Konzentration! Kriegen wir schon den fetten Trottel. So, Konobi! Wo ist er Leben? Wir brauchen Leben! Rückenleben. Gib mir! Ah, ist ja gut. Schön über den Engineer schon. Du fetter Wichser! Mein Bruder tankt mehr wie du! Was ist mit dir? Oh, komm doch ins Maul hauen! Oh, es ist so gut! Das ist einmal das, was ich unter Hacke to your face verstehe. Nimmt der Herr Kratos ein bisschen zu wörtlich. Muss ich sagen. Oh, was haben wir da? Schwerer Runenangriff. Eine verheerende Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Ja, Brudi, her damit. Ich hab kurz schauen müssen, wo X ist. Ich hab kurz schauen müssen, wo X ist. Fickt euch. Ivaldes Amboss. LB und RT. Das heißt, gedrückt halten. Ein verheerender Flächenangriff. Rechts oben sagt man, wie der ausschaut. Okay, ja. Was der mal mit dem? Ich weiß es auch nicht. Kann man den quasi. Ah, den kann man ins Hacke-Ei. Ja, genau, das war so mit Runen. Das kannst du ins Hacke-Ei stecken, dann hat man die Fähigkeit quasi. Die werden wir gleich mal testen. Super awesome, Mann. Kostet das auch irgendwas? Sowas wie Mana oder Rage oder irgend sowas? Weiß man nicht. Wenn Shundai-Samen, gibt es in Sicherheit was zum Finden. Was da oben? Da oben. Da gibt es in Sicherheit was. Was hab ich gesagt, dass da was gibt? Dass da was gibt, hab ich gesagt. Hocksilber. Ich hätte gern Mettsilber. Dann kann ich ein bisschen die Brügeln aus. Na, holt's mal mit dem Idioten. Was haben wir da jetzt? Ja, mit dem Schund. Alle, was haben wir da? Oh. Was steht da? Die Runen stehen für die 3 Norn. Die Mäuren.
Sie bringen nichts Gutes. Feuern. Da ist auf alle Fälle irgendwas Gutes drin. So, da muss ich den Buben wieder aufschmeißen. Wo ist denn? Oder? Muss ich nicht den Buben aufschmeißen? Was ist da? Kann ich es kaputt machen? Kann ich da rauf? Fein. Bubi, auf mit dir! Du bist aufgeschleudert! Ha! Was, tu jetzt die Ketten runter. Tu mir die Ketten runter, Bubi. Bubi Sepp, runter mit der Ketten jetzt. Yeet the child! Animationen tipptopp. Physics vom... Was ist das? Hier, Junge. Interessant. Sollte ich mir aufschreiben? Wie aufschreiben? Schreiben kann er auch noch. Zum Anzeigen des Tagebuchs. Ach, ich brauch kein Tagebuch, Alter. Ich brauch bloß ein Hacki zum Zuhauen. Nein, das war die gekonnte... Oh, muss ich das jetzt im Time auch noch machen, oder was? Was ist da los? Man muss doch da die Runen zusammenhauen, dann geht die Truhe da auf, aber wie? Muss ich das der Reihe nach machen oder auf Zeit oder was ist der Plan? Ja, das ist die zweite, hab's schon erst spät. Und was ist da oben? Da kommen wir auch noch auf für die, ich hab's genau gesehen. Da liegt was Tolles, das ist wahrscheinlich wieder Hackmett. Ja, Hackmett, leckeres Hack. Die Glockenscheiße geht auf Zeit. Okay, das ist natürlich toll, weil ich bin der absolute Controller Pro Gaming Aimer. Wie viel Zeit habe ich? Nein! Du Trottel! Alter, das ist ja überhaupt keine Zeit nicht! Muss ich das da durchschmeißen, oder? Wahrscheinlich. Muss ich da jetzt durch den komischen Pimmel da durchzipfen, oder was ist denn da? Wie weit muss man das da drüber aimen? Das Hacke hat Bullet Drop, Alter. Alter, schmeiß mal das Hacke weiter, was ist mit dir los? Das ist ja Wahnsinn. Das dauert ewig. Hey, schau, was ich da entdeckt habe. Da ist ein Radio. Du kriegst ein Hacke to your face zu pennen. Vogel! Kann man das nicht? Das ist ja ein Wahnsinn, Alter. Alter, mit dem Controller aimen ist ja sicher eine Scheiße von Schwulen, AIDS. Ich kotze! Was ist das? Stell dir vor, Leid ohne Schmarrn. Ich hab doch die 6 doch. Das ist ein Wahnsinn! Oh. Ah. Nein, nicht wieder drüber. Oh. Muss ich das jetzt auch noch in Zeit aufmachen? Alter, ich kotze! Ohne Scheiß, wer Shooter mit dem Controller spät, der kehrt vorhin, dem kehrt beim Aufstehen nicht gefotzt, dem kehrt in der Mittagspause auch nicht gefotzt, dann beim Mittagsschlafen kehrt er mal nicht gefotzt, Nachmittag kehrt er am 15 Mal nicht gefotzt und auf die Nacht wieder ins Bett geht und fragt, was ist, dann kehrt er gleich nochmal gefotzt. Legendär steht dort. Das sind diese Äpfel, die wo mein Leben mehr machen. Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe. Weiter geht's. Ich wünschte, Mutter wäre hier. Ja, so wieder wie es ist. Aber die müssten wir umgekehrt, die müssten wir am Berg bestatten. Was ist denn jetzt? Bin ich da eingelaufen oder was passiert eigentlich mit dem Einlauf? Du bist dann grantig. Ich kann einfach mal Junge, anschauen. ich kann dein Tier da vorne hören. Bist du gerade neidisch, weil du das selber nicht kannst? Möchte die singen? One-on-one, Counter-Strike, DE-Tast. Du mit Controller, ich mit Maus. Schau mal, wie viel Spaß hat. Und nix mit scheiß Auto-Aim. Oh, ich höre Facke. Wo ist der Auto-Aim, wenn ich auf Glocken schieße? Oh, das muss ich... Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Wildschwein Controller Autostick. Rules, ja, weil er einen scheiß Auto-Aim hat. Ja, das ist kein Auto-Aim. Was wir, Baby, wenn das Ziel anvisiert ist, können Sie mit X den Pfeil schießen. Ich hab getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Das war der Betonkeiler, Was meinst Alter.
Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Müssen wir Facki, Jung. Wird Wutsaug gejagt. Kämen mir nix. Du, da kämen mir nix. Das glaube ich, muss den Popo einschießen. Einen Popo! Bleib wachsam. Wer von diesen Leuten? Etwas anderes. Seine Töter! Kannst dem Geschruppen auch einmal Knackwatschen geben, bitte? Was, wem? Den Kleinen da? Zauberi umdrehen! Alter, der Kratos, wenn da eine schmiert, dann hast du es hoffentlich verstanden. Oh, schau, was ich gefunden hab. Vogel! Oh, da wird's zum Schläger, die 6 genau, Alter. Die 6 genau, das soll zum Schläger mehr. Wo ist jetzt das Facke hin? Alter, was ist mit dir? Die muss ich wieder futzen, hab ich gesagt. Halt dein Maul da und schenke uns Tom! I fucking love this game! Er ist so grantig, ich liebe ihn. Er ist so grantig. Da, wo ist jetzt das Hier. Facke hin? Da, Er ist hier. drunter. Oh, wieso hat jetzt der Dialog abgebrochen? Oh, da ist er Ski. Wo muss ich ihn jetzt da hinschießen? Ein Popboy, oder was? Ich schaff das. Ja, der kann das schon. Los, ne? Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Okay. Präzision vor Tempo. Einen Popo, ich hab's genau gesehen. Verlieren nicht. Ah, hat er gut gemacht. Kannst du ihm aber auch mir einen Schulterklopfer geben, Kratos? Schlägt es der Papp des Jahrtausends wahrscheinlich. Ah, Messer wieder liegen lassen. Meine Güte, Bub. Wo hast denn du dein Hirn? Du denkst da von 12 bis Mittag. Ja. Junge, Boy! Muss ich einen Atreus wiederfinden? Ist er wieder abgehauen? Grütze, fix, tu mir meine Hacke hier. Drücken Sie X, um Atreus zu rufen. Junge! Boy! Leute, Bernie, merci für den Zwickel. Kurz vom Dreijährigen. Jeder Monat ist wert, Alter. Bernie, das gefreut mich. Ich gebe mir Mühe. Pussy, Mittrach, merci dir. Bernie, die hab ich übersehen. Servus, alte Schwungscheingrüße aus Wald-Greiburg. Hab ich auch übersehen. Merci für deine Mitgliedschaft. Pussy aufs... Was ist denn da jetzt? Hä? Ich bin doch nicht aussehen, oder was? Hab ihn gefunden! Was? Ich hoffe, ich hab's Headset nicht richtig... nicht falsch rum auf Atreus, sonst finde ich... Atreus! Er wird langsamer! Ah, habt ihr schon erlebt. Habt ihr schon gehört. Der ist in die Höhle rein. Atreus! Atreus! Nein, nicht mehr rechts. Ah, verdammt, war falsch, das war so klar. 50-50 verkackt. Verkackt? Atreus! Oh, was haben wir jetzt wieder? Da haben wir wieder das Hausschwein und Würgen nicht mehr umgebracht. Oh, jetzt fängt da was Stress noch, hä? Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Oh, Tut er nicht, er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten, bitte. Halten, er verliert Blut. Der letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. oh, gerade für Zielübungen. Oh, die Sack heute es ist tut nicht, mir du so Trottel. leid. Weiter Druck Gleich ausüben. umdrehen, Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Stirbt er? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Schmaler Grad zwischen Atreus durchtrennt und Arterie durchtrennt. Fange links an. Greifen und Das halten. scharfe Miete. Oh, ich muss was machen. Greife und halte das linke. Hobby, Nun die rechte Seite. Hobby, halt Hobby. sie fest. Hobby. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. So nah. Search and Du bist Simulate. eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Weil wir gerade Er dabei darf sind. nicht sterben. Ihr stellt euch, ich weiß, dass ihr euch folgende Frage stellt. Ja, Dani! Gut. Er scheint fürs Erste stabil zu sein. Greta. Da wäre einfach Katzen kaputt. Hier lang. Müssen wir jetzt das Fackel durch die Weggeschichte tragen. Das ist überhaupt nicht der letzte seiner Art. Hast du wieder gelungen? Du Vegetarier-Schneun, du Putzengrobe.
Oh, das ist... Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Oh, Ich habe euch da hier einer im Wald Nutzung. noch nie gesehen. Sie muss dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie ist tot. Ich habe verschiedene blaue Augen, das Wir bringen Schweinel. ihre Asche zum höchsten Gipfel. Ob man, die schauen fast so aus wie meine Runen Das war im ihr Hacki. letzter Wunsch. Junge, Das Ob man die tut sockeln mir kann? wirklich leid. Geh doch mal ein wenig schnell jetzt da, was ist denn das mit dir? Schön ausschauen du jetzt. Also die Umgebung und so weiter ist schon gescheit geil gemacht. Wir sind Super da. gut. Du wohnst in einem Baum? Heute mal ein Nicht Bull und darin. kein Wasser, ja, ich war halt beim Einkaufen. runter. Hab ich mir, Hey, hab ich mir Billy. einen Paletten gegönnt. Schau! Ist schon gut. Wow. What the fuck ist das? War das ein Riesenschildkröte? Der wächst der Bach. Wer lässt sich solche Sachen nicht mehr einfallen? Ja, das ganze Art-Design von dem allen, I fucking love it, Alter. Das ist Junge. super geil. Es droht keine Gefahr. Versprochen. Nicht der Dr. Schildkröte. Da ist ja ein Haus drin. Der Andreas streicht Er ist Schildkröten. harmlos. Ja, ist harmlos. Alles klar. Ich kann gut mit Tieren. Wie gut, dass das Ding ausschaut. Gefällt mir. Gefällt mir. Das ist die 4. Evolutionsstufe von einem Bisasam. Schnell. Schwein, die darf nicht sterben. Der Lord... Leg ihn auf den Kreis da. Wir nennen ihn Lord Bacon. Oder Sir Bacon. Halt ihn ruhig. Nicht sterben. Wie so aus. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge, Aber stimmt doch. Halt ihn ruhig. Er verletzt sich selbst. Gut. Ruhig. Ruh dich aus. Ich brauche 2 Dinge. Frische Rotwurzel wächst hinter dem Haus. Bringst du mir ein Büschel davon? Ich möchte nur mal schnell anmerken, dass die deutsche Synchro wirklich was noch? over the top ist. Lang nicht Ich- so eine gute deutsche Synchro gehört. Lang, sehr lang. Ich weiß, du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur. Oder seiner eigenen. Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst dir nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Schickt sie jetzt einen Kratos aus in den Garten zum Blärmepflücker. Und vor allem das geil animierte Gesicht mit dem kleinen Loch. Super gut, Alter. Stark. Stark. Wahrscheinlich das weiße Zeug da, oder? Wahrscheinlich das da unten. Das. Okay, das sind Fisch. Ja? So viel zu meinen botanischen Kenntnissen. Das kenne ich gerade noch. Das ist keine Pflanze, das ist ein Fisch, Alter. wo wächst denn das? So einen sauberen Zaun hat sie gebaut. Die alte, wo ist jetzt der Schund? Schickt sie zum Blärmepflücker und gesagt, weiß, hat es gesagt ist, oder? Oder ist das Zeug da? Ich weiß nicht. Wo? Da ist ein Schwammerl, die helfen mir auch nicht weiter. Ist da vielleicht. Ja. Da ist was. Ich mag sie. Immerhin wohnt sie unter einer Schildkröte. Du bist zu offen zu ihr. Kann ich Wir wissen nicht, ob wir ihr trauen können. Sie will uns nicht töten. verstehen. Noch nicht. Gartenschaumkraut. Warum habe ich das eigentlich nicht in Frage gestellt? Das ist ein berechtigter Hinweis. Was ist Gartenschaumkraut? Wo? Da ist ein Loch. Da muss ich rein. Nein, da nicht. Hat er nicht gesagt.
Ja, wo ist jetzt Gartenschaumkraut, Alter? Du hast gesagt, einen Garten hin. Find keins. So vielleicht. Das ist Gartenschaum. Keine Ahnung. Was ist Gartenschaum? Bundesgartenschau. Okay, bye. Ja, was? Ich hab doch keine Ahnung. Hallo, ich kann eine Hacke schwingen und nicht da in deinem Garten umeinander garteln. Was ist denn los mit dir? Verstehst du nicht? Falscher Gartenhust. Gibt's ja nur einen Garten. Hab ich nicht aufgepasst, was du gesagt hast. Da liegt was. Das ist, schaut aus, kann das mitnehmen. Jawohl. Ja, gut. Das schaut aber nicht aus wie der Garten. Der ist doch nicht so. Der schaut schlimmer aus als meine. Meine schaut echt schlimm aus. Haben wir sie schon wieder. So. Bringst du mal Wärme. Oh, ich seh Fackelgockel. Ich kann Fackelgockel sehen. Klar und Hast deutlich. du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Was für Rotwurzel? Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Wie weißt du, wenn's du, Mensch, Schritt tust, du gestungene Waldhex? Ich hab gesagt, nimm was Rotes. Ich hab nichts Rotes nehmen können. Das muss ja bei ihm da irgendwas sein, oder? Was war da? Hat da was blitzt? Nein. Oh, das schaut gut aus. Das schaut rot aus. Nein, das schaut rot aus, ist aber auch keine Pflanze. Nee, wo ist denn? Da ist er schon wieder. Hey, du. Kann es wieder nicht ausreißen. Du Henkel, du. Du Henkel, du Trauriges. Du Hilft Henkel. das hier? Vater Sohn, Moment. Muss mir mal reden. Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Ja, das frage ich mich, seitdem du da bist. Wenn ich... es Rothaar oder verloren Teufel? Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Wenn er grummelt, dann holst du halt einfach lieber dein Fotzen, weil sonst glaubst du deine Zehen mit der Bruchern Bratzen zusammen. Hab ich das Gefühl. Austrian! Selbst der Kratos steht bei den Mescher unterm Schlapfen. Ja. Wer Depp, die größeren Depp schaffen an. Das ist, was das ist, auch als Halbgott. Oder ist er Gott oder ist er Halbgott? Ich weiß Ja, nicht. genau, was ich brauche. Ja, jetzt helfen wir dem Fucky-Bär da auf Tiers. Was ist denn los mit dem? Tut mir wirklich leid, dass ich Wird er jemand Pfeil in den Arsch überleben? geschossen habe. Tut mir leid. Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor Entschuldigung, volles Loch. denen, die eure Reise stören könnten. Erst Halbgott, dann Gott. Ah, okay. Lena. Deine Information, die ist gar nicht so uninteressant. Der gute Alte. So geht's her! Lena. Was haben wir da? Was kriegen wir da jetzt von ihr? Was? Hey, Millie. Blärme-Tattoo. Das ist auf Gotisch wahrscheinlich. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht Supergeiles den Weg Leveldesign. nach unten und dann auf das Licht zu. Weg nach unten und Licht zu. Okay, krieg ich. Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Komm, Junge. Come on, boy. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Hexenkompass. Nehmt einfach das Der Kompass wird Boot. oben auf dem... Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation Ah ja. und wird euch immer zu euren Zielen führen. Es hätte mich fast schon gewundert, wenn es sowas nicht gibt, so ein Questmarker oder irgend sowas. Opa! Smells like freedom! Stinky cheese! Ich finde auf alle Fälle gut, das hat jetzt mit Leveldesign nicht viel zu tun, weil der Übergang quasi ein Cutscene war. Aber wir haben jetzt quasi in der Schildkröte nach unten gefahren. Und da geht's jetzt weiter. Ich sehe ein Boot. Was ist das? Nachtware. Was? Schieß drauf! Au! Was ist denn das wieder für ein Kack da? Der Futzen kann's haben, das komische kleine Auge. Mein, tu dir mal die Hacke aus dem Haus.
Mutter hat mir von ihnen Also die erzählt. fliegenden Dachte Kacksachen nicht, dass zum es sie Oberschießen, wirklich die nerven mich gescheit. Was ist das? Nachtmare? Ja, Da kann ich mit die Sicherheit drauf werfen. verursachen Albträume. Nein, du. Oder sind sie Albträume? Doch nicht. Vergessen. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Nachtmare sind also Albträume. Alles klärchen. Ich habe Blut gefunden. Brudi, ich habe Blut gefunden. Questmarker zeigt da um, dann gehen wir mit da um. So schaut's aus. Was ist das? Was ist das? Das hat komisch gelb geschimmert. Truhe nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Looten, Lieten und Blieten. Talisman der konzentrierten Vitalität. Gewöhnlich Talisman. Gewährt einen Gesundheitsschub. Im Menü anzeigen. Wo kann man das sockeln? Im Schädel wahrscheinlich, oder? Da haben wir noch Glück der Zeiten. In Erinnerung an Kratos verstorbene Frau. Leerer Zauberplatz. Talisman der Vertrüb. Was kann das? Abwehr 8, Glück 12. Abwehr 2, Vitalität 4. Das ist ja voll kacke. Verliere ich Abwehr ganz viel. Das nehme ich nicht. Dann nehme ich lieber das von meiner alten. Was haben wir da? Das kann man da quasi Zauberplatz 1, Talisman. Okay, das ist ein Unterschied. Das ist unterschiedlich, das wusste ich nicht. Mag ich nicht, Dreck. Dann nehme ich lieber Glück. Bei meinem Kacknoob da sein, nimm ich lieber. Oh, wir müssen bodeln. Ein bisschen ab. Oh, da ist noch eine Kiste, ich hab's genau gesehen. Egal, wir haben keine Zeit zum Looten. Wir müssen Progress machen. Progress, Leute. Progress. Jetzt kommen wir schnell zum Berg. Muss Ich kann halt- gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Wieder da Es so ein gab eine Trottel. Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Ja, Wald Entschuldigung, raus. ich bin Ja, ein manchmal Trottel. sogar aus meinem Bett. Ich bin Trottel. Hab ich eigentlich irgendjemand übersehen? Ein Oh, Bernie, ich glaube weiß. Nein, da Ich nicht. wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Muss mich steil sein, damit wir mal hören, was die schmerzen. Und ich paddel durch den Fluss, ganz schnell. Kiste, ich hab die Kiste schon gesehen. Scheiß auf Kisten. Ich bin Pro-Gamer, ich brauch keine Kiste. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir Der das? paddelt aber ganz Riechst schier. du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Die einzigen Kisten, nach denen wir wirklich, die wir so lange bären, bis wir es haben, Sieh doch mal. sind die Das mit den ist 3 toll. Runen. Damit wir mehr Leben kriegen. Ist da was? Und die Genau. auf den Weg legen. Da, wo Du hast müssen wir hin? zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Ja, Ich das ist sehe. ein Paddel. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Oh, das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott, Sohn von Odin und Frigg. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Dieser Riesenskelett. What the fuck is this? Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Du musst vorlesen. Vogel! Vogel! Triple Vogel! Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Ja, das tun wir nicht. Wirst du's tun? Das tun wir nicht. Nicht! Meinst du, der Hacke nicht weg, du Zipfel an? Ja, und jetzt kommt's nicht mehr. Toll. Die Axt kommt nicht zurück. Ich kann nicht fürchterlich ist. Die sind so UFO. Festhalten, Junge! What is happening? Was ist das? Was ist was? Ich sehe nichts. Es ist die Weltenschlange. Alter. Alter. That escalated quickly. Bleib ruhig, Junge! Will ich! Das ist toll! Das ist toll!
Da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Alter, die ist voll Nur, riesig. dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Vogel! Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Na komm mal! Haut dort! Und da ist der Berg. Stelle im Sprüh wie Sieh du. nur, Zerpillen das Gebäude führt vom Merci Bergfuß dir. bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Was merkt jetzt die Weltenschlange Wir von gehen mir? zuerst zum Dock, oder? Weiß ich nicht. Wir Gib, sind die Ersten. Gib dir her, Wer ist- weiß, wann darüber geht. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. etwas Weiß übertrieben. nicht. Sah verdammt groß aus. Karte aktualisiert. Die haben uns noch gar nicht angeschaut, gell? Oh, da ist ein bisschen was von der Weltenschlange. Schau, da und da. Die umspannt die Welt und beißt sie selber in den Schwanz. Das ist aber nicht sonderlich intelligent, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben wir quasi angefangen, dann haben wir uns da durchgeprügelt, bla bla bla, und jetzt sind wir da irgendwo. Was ist das da? Sieht man das da irgendwo? Kratos. Ist da? Das Dock zum Wachturm. Ah, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. Ja, reißen wir jetzt mal schnell auf und dann. Vogel! Well, Vogel. Wie lange glaubst du, ist das schon? Didn't hier? expect that Eine shit. sehr lange Zeit. Jetzt sollen wir mal speichern. Oh, jetzt geht er schon wieder von selber umeinander. Warum geht er schon wieder von selber umeinander? Frosch! Ist das der Weg Frosch. zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Hey, schiebe da ist. Rock? Frosch. Aber wie bist du? Das geht dich einen Was? Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na, gut. Wir sind doch seine einzige Kundschaft. Sag's, wie es ist. Wie hat er, glaube ich, geheißen? Brock, glaube ich, Was hat er er wohl geheißen. will. Unsere Geduld testen. Oder ist es der Wenn die Brüder? Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Brocks Sie Laden. werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Schau hier. Rennt ihr überall so herum? Mit dir, oder? Wieso gehst denn du, als hättest du in die Hosen geschissen? Los mit dir. Wo ist her? Jetzt verkaufen wir irgendeinen geilen Scheiß, du Trottel. Fang! Geil. Der Haufen Steine da. Schenk mir irgendeinen Scheiß. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Oh, Wenn ihr sie in der Teleportation. Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Fast Direkt travel. hierher und sonst nirgendwo hin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Weg zum Turm beschreiten. Rüsten wir dich aus. Zwergenladen. Talismane, Knäufe und Zauber sind jetzt in Läden verfügbar. Okay. Rüstung kann wie andere Ausrüstung in Läden verbessert werden. Drücken Sie Blapp, um das Verbessern-Menü auszuwählen. Jawohl, Rüstung verbessern. Das war bei Leviathan-Axt, Clownbogen, Clown-Köcher, Talisman. Okay, Werte und Kraft kann Zauberplätze hinzufügen. Verstehe. Das Hacke ist immer das Wichtigste. Hacke, Treffer lassen, der haben wir uns sowieso nicht, was es ist. Da, erhöht Stärke und schaltet neue Leviathan-Axt. Wie spricht man das überhaupt aus? Leviathan? Leviathan? Ich hab keine Ahnung. Das ist mir jetzt scheißegal, Alter. Wir können das jetzt aufleveln. Ich hab voll viel XP und voll viel Hackschnitzel. Nein, nicht Hackschnitzel. Wie hat's geheißen? Hacksilber. FM Plus. Vom Toni und die meine Ex heißt auch Vogel. Kannst dir bitte auch Axt nachschmeißen. Leviosa. Ich hab's letztes Mal schon gesagt, ich schaue momentan Harry Potter. Ich bin jetzt mittlerweile beim ich bin jetzt mittlerweile bei Heiligtümer des Todes Teil 2 angekommen. Ich schlafe immer wieder ein. Leviosa. Leviathan. Ihr Volldeppen, ich holt's nicht aus mit euch. So, wir können jetzt da, ich check's nicht ganz. Ich hab quasi, okay, unten erforderliche Ressourcen, ich habe keine Frostflamme. Okay.
Was mit dem Was für Klauenbogen? ein Jungen? Da haben wir was. Hacksilber, weicher Svartalfheim. Das habe ich letztes Mal schon nicht aussprechen können. Erhöht den Pfeilschaden und schaltet neue Klauenbogenfähigkeiten mit Kauf von XP frei. Kostet 5000. Vale! Gib's dir mal nein. Oh, Bubi. Mit Pfeilen. Verbesserung von Klauenbogen erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Das heißt, er hat genauso Fähigkeiten wie der Kratos selbst. Das sind ein fester Svartalfheim-Stahl. Braucht man jetzt da für den nächsten Schritt. Was noch? Okay. Clown-Köcher, Talisman. Ich habe immer noch nicht so ganz gecheckt, was genau der Talisman ist. Talisman der konzentrierten Vitalität. Ach, das ist das. Aber das sind die Talismane, die quasi in meinem Hacki drin stecken, oder? Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiver und reduzieren die Abklingzeiten deiner Fähigkeiten. Da braucht man Weltenstaub. Haben wir nicht. Drauf geschissen. Was kann der Clown-Köcher? Verkürzt die Pfeilnachladezeit des Klauenbogens. Ach, dann kann er öfter schießen. Also für die, die es vielleicht noch nicht so ganz mitgekriegt haben, ich kann ja Gegner anvisieren. Und der Atreus, den steuert nicht ich. Ich kann ihm den Befehl geben, dass er auf den Gegner schießt mit seinem Pfeilding, den er anvisiert hat. So läuft die Mechanik, glaube ich, mit den Fluggegner oder mit so Gegnern, die ziemlich schnell sind, wo mein Hack jetzt langsam ist, wo ich jetzt langsam bin. Dann schießt du die an, dann haben sie ganz kurz ein bisschen so und dann kann sie verprügeln und es macht sogar noch ein bisschen einen Schaden. Haus er meine, Alter! Haus er meine! Alle! So, 10.000 Hackschnitzel. Verbesserung erfolgreich. Für den Burm und 10.000 für mich. Was ist mit der Rüstung? Ich mag meine Rüstung verbessern. Clownbogen. Wo ist Rüstung? Ah, Brustrüstung, Armrüstung, Hüftrüstung, Atreus-Rüstung. Wieso braucht der Atreus überhaupt eine Rüstung? Der kann alles tanken, Alter. Axtknauf, Talisman. Du mit Brustrüstung. Hacksilber. Einfach gefertigt, aber robust, häufig von Hescher-Clans verwendet. Begünstigt Abwehr. Was haben wir da? Stärke und Abwehr. Ja, nimm ich. Was habe ich jetzt da? Das Menü ist nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht auf einen Blick ersichtlich, was da genau passiert. Was hab ich jetzt da angelegt von den zwei Sachen? Ich verstehe es nicht. Ach, den muss ich herstellen. Dann kriege ich minus 8 Stärke, minus 4 Glück. Glück ist mir jetzt nicht so wichtig, aber minus 8 Stärke ist ja voll behindert. Da kriege ich plus 4 Stärke. Baume! Du hast ein gewinnendes Decken, die beste Rüstung. Gewöhnlich Aber wozu Brustrüstung. Risiken Verstärkte Rüstung aus gekochtem Leder. Nicht sehr bequem, erhöht aber die Stärke leicht. Ausrüsten. Ich hab schon verstanden, glaube ich. Ah, und das E da oben am Marker sagt wahrscheinlich, dass das equipped ist, also ausgerüstet ist. Nehme ich an. Jetzt haben wir bei der Armrüstung. Haben wir da auch was? Die kostet 2 Abwehr plus 7, verliere ich aber 2 Stärke. Und da verliere ich 2 Glück für das, dass ich 1 Stärke kriege. Rentiert sich nicht. Ah, die Stats sind rechts oben. Und das ist quasi... langsam check es schon. Plus 1, minus 4. Nein, rentiert sich nicht. Was mit dem Axtknauf? Waffenknäufe. Knäufe können an ihre Waffe angebracht werden. Jeder Knauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni, je nach Vorgehen im Kampf. Knäufe können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Okay. Austarierter Erholungsgriff. Geborgener Runengriff und so weiter. Oh ja, die gibt rein Plus. Das ist eigentlich, was ich sagen möchte. Abklingzeit, ich möchte nur Stärke. Ich möchte zuhauen und das nur noch schäbert, Alter. Plus 3. Oh, da haben wir Runen. Das heißt, die Runenkraft wird wahrscheinlich, die Runen, die drinstecken, werden stärker. Ich mag das Plus, da war doch gerade irgendwo plus 6. Runen, plus 3 Stärke, plus 2 Abklingen. Das hört sich doch gut an. Nehmen! Nehmen! Irgendeinen passiven Scheiß, da wenn ich nachdenken muss. Das passt, Alter. Ausnuss. Rale! Hau hin! Hau hin! So, jetzt haben wir eh nichts mehr, oder? 2300 Hackschnitzel haben wir noch. Na, da wird's geht nicht mehr klar. Hätte vielleicht schauen sollen, was sonst noch gibt. Zauber. Zauber, der Vitalität um 3 erhöht. Irgend sowas kann ich noch kaufen. Abklingzeit, Runenkraft, Glück. Da nehmen wir die Vitalität, Alter. So, was muss ich mit dem Zauber? Den muss ich jetzt irgendwo equippen, aber ich check immer noch nicht so ganz wo. Was haben wir da noch? Brustrüstung, Wildschweinschulter, Stärke, Abwehr. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Das eine ist zum Rüstung neu erstellen, das andere nicht zum Aufleveln. Jetzt haben wir beieinander. Und für das braucht man normal Materialien. Für die Rüstung geht ganz normal Hackschnitzel. Plus Stärke, plus Abwehr. Nehmen wir wieder. Das ist
Qualitätsmaterial. Qualitätsmaterial. Hätte es aber vielleicht Fralli, der Brock, der Hackschnitzelsepp, der regelt das schon. Achsknauf, das brauchen wir da. Hacksilber, brauche ich nicht. Clownköcher, interessiert mich auch nicht. Clownbogen, wieso kann ich nur meine Brustrüstung verbessern und meine Armrüstung nicht? Und meine Pelzunterhosen auch nicht? Verstehe nicht. Verstehe nicht. Schade. Was haben wir noch? Verkaufen. Ah, da kann man Sachen verkaufen. Was haben wir da? Verlorene Spielsachen. Kann man mit denen irgendwas anderes tun? Verlorene Spielsachen, Artefakte im Laden für Hackschnitzel. Für Hackschnitzel verkaufen. Sie bringen ihnen auf der Reise keinen Nutzen. Ja, easy, Alter. Dann verkaufen wir natürlich. Wenigstens haben wir das jetzt erledigt. Seidermaske. Maskenartefakte im Laden für Hackschnitzel verkaufen. Sie bringen ihnen auf der Reise keinen Nutzen. Ja, weg mit dem schon. Das muss man mir sagen. Symbol der Bedrohung. Vitalität 3. Verzauberter Staub. Und Hacksilber kriege ich dazu. Ich check nicht so ganz. Ach, das ist das aber, was wir gerade gekauft haben. Das war jetzt dumm, wenn ich das verlorene Gegenstände unentdeckt. Okay. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Boah, leck, jetzt wenn er gesagt hätte, aufführen, dann war ich durchdrehen. So, jetzt schauen wir mal, was wir da alles gekriegt haben. Da steige ich dann ein bisschen besser dahinter. Also der Erholungsgriff. Hohe Bonus, Aktivierungschance auf einen Segen der Abklingzeit, bla bla bla, Stärke, Abklingzeit 2. Hölzerner Griff. Ja, das ist der neue, den wir jetzt gebaut haben, oder? So. Was haben wir da? Das sind Runen. Das. Schädel, Bogen. Haben wir da was dafür? Auch noch nicht. Okay, dann gehen wir auf die Rüstung. Rüstung haben wir uns ja eine neue gebaut. Was kann man mit der alten da? Kann man die nicht slingen oder verkaufen oder irgend sowas? Bürger, ein bisschen sparen. Ach, ein Scheißdreck. Ich muss alles einmal ausprobieren. Ich spare dann schon. Später dann. Ich mach grad den Wangel. Die 20.000 Hackschnitzel habe ich vom Rudi gehabt. Die haben jetzt einfach raus müssen. So. Ruhig. Ja, ich hab mir schon gedacht, da brauche ich da dafür Hackschnitzel. Zum Fähigkeiten freischalten. Wie ist das? Was kostet das Hackschnitzel? Nein, das kostet XP. Das ist gut. Das ist gut. Erfordert Vitalität. Mit dem Widerstand gegen Unterbrechungen dieses Angriffs. Wie wird man eigentlich Stufe 2? Wahrscheinlich allgemein mit XP. Oh ja, schon wieder vergessen. So, das ist. Falte nach 2 Positionen. Nein, das ist alles Kack da, das brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Nein, Karten markiert jetzt. Hau ab jetzt! Hau ab jetzt! Da mag ich. Ah, bei ihm haben wir was freigeschaltet. Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden. Das ist nicht schlecht. Kann man das einfach freischalten oder muss ich das so. Was haben wir da? Erhöht die Feuerrate des Clownbogens. Das interessiert mich eigentlich nicht. Was ist denn das? Der Magiekampf. Versteckte Fähigkeit, das werden wir wahrscheinlich finden müssen. Ist der Magi haben. Und Andreas seine Pfeilschuss, die dürfen schon mal, die haben ziemlich schnell, die haben ziemlich Ding, die können schon mal ein bisschen Damage machen. So, jetzt wird aber nichts mehr ausgehen. Jetzt wird, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. So, Boy, wir gehen mal. Ja, jetzt gibt's wieder ein bisschen Gekloppe, oder? Mehr Gekloppe. Weiter geht's, was müssen wir überhaupt da? Ich hab keine Ahnung. Schaut schon wieder so verdächtig nach Prügelarena aus da. Vogel! Pro Gamer Aiming Level 9000. Müssen wir einen Sprint healing, das hilft uns alles nichts. Das schaut mir an, als was grabe denn da ist. Ich bin jetzt draufgestiegen, Entschuldigung. Was haben wir da? Was ist das? Das ist leicht so, als müsste ich das anklicken, aber ich muss nicht anklicken. Okay. Wollen wir es, meine ich. Wo immer wir da sind. Oh, ist da schon wieder Prügel? Ja, hab schon gesehen. Oh, was ist da? Atreus fortgeschrittener Kampf. Atreus fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Ah ja, Sei bereit! Erstmal Hacking to your face. Dann. Das ist die Einskette, Bro! Ins Gesicht Kette gesting, du Klopfspaten, du! Ich bin bereit. Etwas Glück kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Er ist so grantig, ich liebe ihn! I fucking love him! Was haben wir da? Da haben wir was. Boy, du musst Diese lesen. Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre
könnte ich sie bestimmt lesen. Schrift? Schiff? Ach, Biri, du Trottel. Ich finde da immer so geil, wie er in die Kisten reinschaut. Ah, die macht er nicht auf wie jeder normale Mensch, sondern er prügelt es einfach zusammen. Was ist da drin? Geiler Typ. So, was kann ich jetzt da? Na, I guess this is the wrong way. Wieder auf. Da war ich wieder zu vorschnell. Da war ich wieder zu vorschnell. Müssen wir, glaube ich, in das große Tor. Das ist doch da ein großes Tor. Lassen wir mal schauen. Oh, da gibt's schon wieder Geprügelt. Was war das? Was tust du denn? Oder die Stress. Das gefällt mir aber nicht gut, gell? Spotte deinen Futzengruben Schädel, du Trottel! Da, erst prügeln. Atreus, mein Sohn. Immer erst aufpassen. Immer erst prügeln, dann lesen. Ich kann sie nicht lesen. Wieso nicht? Brauchen wir Chiffre. Müssen wir Chiffre finden. Okay, das kriegen wir hin. Das können wir hier zusammendreschen. Da haben wir ein Deal. Haben wir ein Deal gefunden. Junge, hierher. Was ist das für Sieh verrückte mal, Sachen? das ist die Weltenschlange. Das hab ich mir gedacht. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Ja. Da, sie hat Tor gebissen. Oder wird ihn beißen. Offenbar. Wie? Schlange beißt Tor. Oh, da kriegt man XP für diese Sachen zum Entdecken. Okay, was hilft mir das Ding sonst noch? Anscheinend nichts. Der Questmarker zeigt aber auch woanders. Was ist das da oben? Das ist leicht so komisch blau. Erst mal Hacke einschmeißen. Okay, bringt nichts. Was ist das? Das schaut mir nichts Nicht unter. furchtbar. Gift. Was nehmen wir da jetzt damit? Da muss ich jetzt kurz lesen. Was für Gift ist das? Die Weltenschlange erstreckt sich über alle Gewässer Midgards. Vielleicht ist nur sie groß genug, um Thor zu besiegen. Kann immer noch nicht glauben, dass wir sie getroffen haben. Das hilft mir genau gar nicht. Was man das da ist, das der... I see. Was ist denn da? Wegen an Loot auf dem Weg, den nehmen wir mit. Sauber durchsprinten. Oh. Wo ist Stinky Cheese, Alter? Was haben wir da? Muss man kraxeln. Aber wieso? Wow, ein Katzelwurm! Was? Ein Krotzelwurzel? Was hat er jetzt gesagt, ist das? Wer haben wir jetzt mit dem? Jetzt bereit. Wo ist der? Wo ist der? Was soll jetzt? Da, Vorsicht, rechts! was soll ich mit dem? Das will ich abwehren! Ich brauche mehr Zeit. Ja, sau nicht putzen kann, du bist viel! Box am Nicht schlecht, Schwurfen! oder? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Mickriger Gott! Stark. Was ist jetzt das da? Bestiarium aktualisiert. Was kann ich denn jetzt da? Da gibt's ja nichts. Oh, da gibt's eine kistige Kiste, Alter. Kistige Kiste! Schlüpfriges Scheißerchen! Der Diego von Ice Age hat sich ganz schön verändert. Ja, dem haben die Füße abgefroren, glaube ich. Oh, das haben wir jetzt gefunden. Ein Sprachschiff. Weltfreischaltungen, die Welt des Wir sollten Feuers. weitersuchen. Ach, sind das so Teile von der Chiffre wahrscheinlich, wo man dann... Oh, Bübele, hängst die ohne. Was waren das für Dinger? Ein Die rochen wildes furchtbar. Trotzelwurzel. Meine Mutter nannte sie Hohnstangen. Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. War aber flink gesprungen. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt. Ja. Was genau so jetzt da? Ach, da aufhören, oder was? Oh. Geht schon weiter. Vorlauf. Oh, Wow. wir haben am Fuße des Bergs. Wirklich neblig hier. So, schaut nach Schlägerei aus. Schaut nach Schlägerei aus, Kinder. Noch ein Zwerg. Hosenschlange. Sollen wir... Nein,
Was mit Er dem? ist unbedeutend. Ach, Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Oh, ist das der Bruder? Das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Oh, der traut sich. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Oh, das ist Haki von seiner Frau. Faye ist tot? Oh. Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber Staccato. niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist ist Brocks so ein Bruder. Brackel, ne? Die andere Hälfte des Zeichens. Wieso ist er nicht blau? Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich Schau da bin hoch. wesentlich Er ist so talentierter. Das stimmt. Ich schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist Nein. schmutzig. Na gut, dann ich werde. Er gefällt mir. Er gefällt mir besser wie der Blaue, muss ich sagen. Ist das Blut? Oh, Woran arbeitest du? Ist ja gut. ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Super Wie geil. reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Erst mal abbürsteln, den Schund. Ja, was ist jetzt? Ich meine, du machst es besser. Weiter in Richtung des Bergs. Gehen wir es an. Was hat er? Was Auferstehungssteine sind jetzt in Level? Wer soll sich die Scheiße als merken? Runen, Zauber, Rüstung, Bauen, Aufwerten, Leveln, XP, Hackschnitzel, Alter! Hackschnitzel, was zur Hölle, Alter? Ich komm nicht mehr aus, es kommen Aufstehsteine! Lass mich! Auferstehungssteine können erworben werden, damit Atreus Kratos wiederbeleben kann. Oh mein Gott, unsterblich, Alter! Drücken Sie rechts, um einen Kaufenbereich im Laden aufzurufen. Ja, easy. Auferstehungssteine mit A. Es gibt verschiedene Auferstehungssteine, aber Atreus kann jeweils nur einen tragen. Um einen anderen Auferstehungsstein zu kaufen, müssen Sie zuerst den ausgerüsteten entfernen. Verwenden Sie ihn im Kampf oder verkaufen Sie ihn in einem Laden. Natürlich nehmen wir den her, das ist ja quasi der Oh-Shit-Stein. Der Holy-Shit-Stein. Na stopp, Dialekt eingeführt heute, habe ich schon wieder vergessen. Der Holy-Shit-Stein. Da, so war's richtig. Ja, ein magischer Stein, der Kratos mit einer kleinen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie X, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holt. Es kann jeweils nur ein Auferstehungsstein getragen werden. Der ist ja dann wahrscheinlich fort, wenn. Du hast Bagelstei, ein erworbener Aufstehungsstein wird hier angezeigt. Okay. Ja, easy. Was kann der sonst noch sagen, der Dude? Zauber, Auferstehungssteine, unentdeckt. Kannst du irgendwas. Er kann dasselbe wahrscheinlich wie sein Bruder. Nehme ich mal an. Wusstest du das? Ja. Was war denn da noch? Er gefällt mir. Er ist ein guter. Ja, speichern. Wie schaut es mit Speichern aus? Wir können speichern! Wo? Menü, wo? Menü, wo? Da ist das Menü. Wo ist das Menü? Ich finde das Menü nicht. Egal. Escape. Da kann man speichern. Wollen wir. Fertigen. Adios. So. Was müssen wir da? Kodex, Ziele. Da. Was Ziel? Weiter in Richtung des Bergs. Okay, das kriegen wir hin. Lehm, wie viel Lehm haben wir? Ich sag selber nicht, wie viel Lehm das ich habe. So, jetzt sind wir wieder voll. Stresszeichen nicht, ich verliere sowieso kein Lehm. Da wieder.
ist noch einer. Katzelwurm! Nicht da! Noch nicht bereit! Leider! Mistvieh! Kann losgehen! Au! Sie fixst du jetzt Hacke her! Da schlungen wir erst sie. Kann losgehen! Wieso wird man das von da oben nicht angezeigt? Du Kackspacken! Hacke to your face! Ein harter Kampf. Ja, geht schon. Ich bin ein bisschen planlos, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen planlos. Da passieren so viele verschiedene Sachen und ich habe einfach die Steuerung noch nicht verinnerlicht. Ich weiß nicht, ob ich die Steuerung jemals verinnerlichen Sag werde, mal, aber wir werden kommen wir sehen. dem Berg denn näher? Ich höre einen Vogel. Ich kann den Vogel hören. Oh, ist schon wieder voll. Ah, muss ein Hacke zu your face. Wie weit jetzt an? Wo ist jetzt die Alte hin? Wo ist jetzt die Alte hin? Ha? Man lauft man nicht da oben. Oh, jetzt weiter. Kriegen wir das weg? Wo ist so ein Ding? Ja, Gift ausschalten, das nehmen wir mit. Wenn wir schon mal da sind. Mirko, merci für die Mitgliedschaft. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Gewöhnlich, Armrüstung. Runensymbole auf diese schlichten Rüstungen erhöhen die Abklingzeit. Wenn das so gleich mal her ist, das bist du, meine. Nein, da verliere ich so viel Stärke, das ist ein totaler Kack. Weg mit dem Schund! Was haben wir da sonst noch? Oh, ich habe jemanden übersehen. Andi, Würmseer, Habertund, Bürgerli. Die Schreine erzählen den Mythos der Kelten. Zum Beispiel der Kampf von Thor gegen die Weltenschlange während Ragnarök. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der nordischen Mythologie habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ich meine, ich weiß natürlich grob, wer der Thor ist. Ich weiß grob, wer der Odin ist und so weiter. Aber ich habe die Weltenschlange zum Beispiel nicht kennt. Ich habe schon mal davon gehört, irgendwann, aber was die für eine Bedeutung hat und warum und weshalb und warum die gegen ein Tor kämpft und weiß der Teufel, keine Ahnung. Sag ich dir, was es ist. Ist aber jetzt, glaube ich, finde ich auch für God of War nicht wirklich wichtig zum Wissen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn einen das interessiert, dass das dann umso cooler ist, wenn diese Dinge... Die Wiedergängerinnen geben nicht auf! Nicht da! Die Wiedergängerin ist Junge, Feuer! Nein, das wollte ich nicht. Und drücken wir oder Assassiner wie ein Rage-Button. Aufhören. Kein Rage-Button. Tschüss zusammen jetzt. Was ist das? Kann ich mit dem Hacke draufschmeißen? Nein, kann ich nicht. Ich drücke über Versehen beide Sticks gleichzeitig, weil ich beim Kämpfen meine Bratzen so verkrampf, dass ich aus Versehen dann auf die beiden Sticks gleichzeitig drauf drücke und dann wird der Rage-Mode aktiviert. Jetzt nicht, dass ich da irgendwas dagegen hätte, aber... Alter! Du gehst mir Hackel kaputt! Bist du deppert? Was ist jetzt das Wir wieder? brauchen etwas, um da durchzukommen. Was ist das? Brauche ich da etwa eine Art Schloss? Eine Art Schlüssel? Ich weiß es nicht. Fettfinger? Ja, Fettfinger sind es gar nicht so. Ich druck dann so zusammen, kennst du? Das macht mit Sicherheit nicht bloß ich so. Dass the more intense the fight gets, the more pressure is on the finger. You understand me? Oder muss man doch irgendwas machen können damit? Obviously not. Da müssen meine, in die Höhle müssen meine, hab ich schon gesehen. Dann nehme ich mit Atreus, wenn der durchs Gift rennt. Was ist da? Ah, verstehe. Okay, Digga. Digga, Brudi! Könnte ich Sie das letzte Stück den Berg hinauf vielleicht tragen? Ich sagte nein. Warum? Mir bedeutete sie mehr als dir. Was?
Ich meinte nur, ich verbrachte mehr Zeit mit ihr. Wollt's vielleicht Warst du nicht oft jagen? grad die Du richtige- solltest jetzt besser still sein. Die Wölfe sehen irgendwie cool aus. Alles klar. Die schwere Attacke ist so geil, wenn einem das Hacke frontal in Einfacher als ich Die Dinger dachte. explodieren doch da, oder? 100%. Die haben schon wieder so rot, dass es zerreißt. Oder? Mister! Ah, was soll ich? Hab ich mir schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht. Shit is too obvious. Was ist das da? Warum, wieso zwei so Dinge? Verstehe ich nicht. Tu mir da so... Aha! I see what you did there. Springen wir den Berg auf Zeiten da. Dann muss bloß noch zum Brennen aufhören da. Au! Hab mich abgezogen. Entschuldigung. Mal gefunden. Gewöhnliche Brustrüstung. Abklingzeit. Scheiß auf Abklingzeit! Eine prügeln! So. Nehmen wir mit. Die liegt so auf dem Weg, die nehmen wir mit. Da ist so schön drüber so. Schön! Ich glaube, der Bürger mag mich nicht, der übersägt immer meine Donuts. Was? Hab ich? Scheiße, hab ich tatsächlich. Du musst die kleinen Vögel abschießen, das sind Ode ins Auge. Oh, hab ich übersehen. Merci für den Euro, Bussi aufs Nussi. Merci für den zweiten Euro, Bussi aufs Nussi. Den ziehst du zurück, den zweiten. Und den ersten meinetwegen. Die Vögel, haben die wichtig, die Vögel. Dem bringt das was. Außer so Sammelzeug, wo ich jetzt relativ wenig Interesse drauf habe. Angriff des Weißen Bären, leichter Runenangriff. Ein schneller, sturmartiger Sprintangriff mit einem nachfolgenden Schlag. Kratos ist während des Sprints geschützt. Das ist genau, was ich suche. Aber ganz genau. So, was haben wir da? LB, festhalten und dann Sprinter und Glide ein. Mit dem Schädel. I fucking love it. Ich will es haben. Was haben wir da? Ja, die Hilfsberührung gefällt mir sowieso nicht. Nimm das. Jawohl. Gleich mal ausprobieren. Jetzt geht wieder nicht. George! Oh, was haben wir da? Muss der Kratos wieder auf Zeiten hin. Heben wir mal den Broker auf Zeiten. Bübele, du lest oder machst auf oder was weiß ich, was du tust. Au! Jawohl! Bravo, Bubi! Bravo, Bubi! Das ist so brutal einfach gemacht. Vater? Oh Gott, kommen wir noch ins Meer von dem. Bitte nicht, ich meine, das ist ein Boss oder so. Oh, fucking fuck. Fuck, Schüssel, fuck! Oh, fuck, Schüssel. Oh nein, er steht. Oh nein. Sie haben mein Auto. Mach dich bereit. Au! Oh! Sekiro Time! Au! Oh, der kickt die Typen auch über auf. Au! Shit, ey, fast kein Leben. Wo ist der Leben? Ah, der wirft die Typen auf mir! Nein, jetzt reißt's! Ja, ich hab's vergessen, es tut mir leid irgendwo. Alter, der oder Range, da ist kein Kopf! Ja!
hier gebaut? Alter, wie gut haben diese Finisher gemacht, Mann. Ich flipp komplett aus. Ich flipp komplett aus, wie das gemacht ist. Super geil. Eine Frostflamme, da können wir unser Hackler upgraden. Habe ich in Erinnerung. Oh, noch was Schönes. Seltener Zauber. Ein Zauber, der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Ja, der ist nicht schlecht. Den kann man sich vielleicht einmal anschauen. Alter, ich sitze mit dem offenen Maul da. Ja, nicht bloß du. Übrigens, First Try. Wird wieder umeinander cool gemackert so lang. Oh, da haben wir was gefunden, gell? Was? Minus 14 Stärke, das ist ja voll kacke. So, wie war das mit den Zauber? Das waren Zauber. Oder was waren Zauber? Nein, das sind Runen. Wo kann man Zauber einpflanzen? Hab ich schon vergessen. So, was ist. Was waren Zauber? Haben wir den nicht? Nochmal? Haben wir nicht in die Rüstung einsockeln müssen? Beim Zauberplatz? Aber in der Waffe am Zauber. An das Zauber, Vollstrecke der Ablehnung. Stärke. Na, das ist der Knauf. Ich verstehe nicht. Jetzt Berührung, das sind diese Runendinger und das da? Ich verstehe es nicht. Kenne mich aber auch nicht aus. Waffe. Oh, Waffe. Aber wie wechselt ihr das? Check ich nicht. Alter, was ist? Rüstungszauberplatz, okay. Moment, ich gucke. Ah, da auf X-Zauber, jetzt haben wir beieinander. Hab ich übersehen. Ja, mir voll die Zauber, die haben gar nicht drin. Stärke Runen. Ja, Symbol der Wahrheit. Eine Sockel damit, oder? Ah, jetzt, das wird da oben neben der Rüstung. Ja, okay, jetzt check ich es langsam. Also ist ein bisschen viel auf einmal. Für mich. Hallo, ich bin ein alter Lappen. Ich kann nur zuhackeln. Menüführung, bin ich raus. So, was haben wir da? Symbol der Beharrlichkeit, Abwehr auch 2. Das hätten wir schon lange gehabt, das ganze Klump. So, easy. Warte mal. Speichern. Speichern schaut nicht. Nach dem Bosskampf kann man schon mal speichern. Haben wir heute schon mal gestorben? Ich glaube nicht. So. Wo finde ich God of War 2? Was für God of War 2? Was meinst du? Alter, sag, merci für den 5er, die habe ich übersehen. Bussi aufs Nussi. Hirschi. Merci für den Zwickel. Jawohl. Und meine übersägt er auch, wenn es nicht wichtig ist. Hirschi, es tut mir so leid. Ein Azrael, aber dann habe ich auch übersehen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ich lese nachher nochmal. Hirschi, habe ich die Dinginger, der imaginäre Freund und ich sind auch wieder dabei. Hirschi, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Birko im Übrigens, auch Grüße in die Schweiz. Ah, ist nicht mal, dass ich das sage. Sagst du nichts mehr. Da sagst du nichts mehr. Lass mich ran, da hinten gibt's Loot. Haben wir keine Zeit für den Loot, wir müssen einen Questmarker folgen. Ja, ein bisschen ein Limit. So, passt. Und jetzt Vollsprint. Kratos, mach mir den Usain. Mach mir den Usain. Oh, da raucht's. Was ist los? Oh nein, da kommt wieder irgendein böser Scheiß aus. Hör auf jetzt. Aufhören. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Klingt nach Wir müssen Affenarsch. woanders nach oben. Affenarsch. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Die ist super. Du mit warnst Sicherheit uns die erst Basic. jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Oh. Warum hilfst du? Berechtigte Frage, Herr Kratos. Oder Ich bin durchschaut. euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Oh, ist hier Göttin. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach.
Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Er ist hörbar unzufrieden. Ah? Ah, ist schon wieder. Die ist wie das Schwert von Gryffindor. Die kommt nur, wenn du das In eine richtig andere Welt? stark brauchst. Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur Hogwarts für eine Legacy kurze haben sie Zeit. übrigens verschoben. Falls da irgendjemand genauso viel Bock drauf hat wie ich. Wer hat Bock auf Hogwarts Legacy und wer weiß überhaupt, von was ich rede? Little Birds, guten Abend an alle. Guten Abend an Wir nehmen das hier. Greitha. Gerechter. Geht nicht. Ist kaputt, Thunberg. sagt Ciri. Sindri. Der Zwerg am Fuß der Hügel. Na, Ciri ist jemand Er anders. arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und Gute Frau. nervtötend. Gute Zumindest Frau, du die kannst zwei, nicht die ohne wir Klappball kennen. da auf dem Holzboden umeinander rennen. Was Das meinst du, was auch. du für Schiefling einziehst? Den musst du umlegen. Ich renn's Barfuß umeinander, die Narische. Was muss ich umlegen? Achso. Da, neu. Ja, haben schon ein paar dabei, gell? Das ist ja wieder ein Spiel für die Mädels, gell? Wenn es um einen Harry Potter geht, da haben dann die Mädels auch wieder am Start. Aber ich hab auch hart Bock. Also das verdammte Harry Tyrs Potter-Universum hat Tempel liegt in der Potenzial Mitte ohne des Ende. Sees. Also Von ohne dort fucking aus Ende. reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Oh, jetzt wird's Eines wieder finster. Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt. Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Das erklärt wahrscheinlich God of War Ragnarök, das dieses Jahr irgendwann kommt. Heißt's. Oh, alter Sack! Ich glaube, ich kauf's mir auch. Also der aus Blattling. Und nein, ich kann's nicht lassen. Gut, dann weiß ich jetzt nicht mehr, was ich da drauf sagen soll. Oh, alter Sack, merci dir. Das ist zu viel und du weißt das, egal. Also du weißt es ja tatsächlich. Ansonsten, dann kann ich dir zumindest den Tipp geben, kaufst du auf MMO. Ja, kostet ein bisschen weniger. Ja, Er übertreibt. und wenn's Bierger eingibst, kriegst du sogar noch 3% drauf. Selbst wenn ich sie nie gehört habe. Und irgendeiner Obolus, Die muss ich dazu Schlange sagen. verstehe ich aber überhaupt nicht. Hashtag Das Werbung. kann leider niemand. Sie spricht eine Hey, tote warte mal Sprache. auf mich. Mieze! Oh, Mieze, warte mal auf klingt mich! einsam. Sag mal, dass dir die Fußballer nicht wehren. Was ist da? Mit 250 Meter. Also ich muss dir aufmachen. Das kennen sie wieder nicht, gell? Was tat sie ohne mich? Was tat sie ohne den Muskelgott? Also, Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? die Ich zeige dir etwas. Die Mizi regelt das. Die macht jetzt da eine Wurzel hin. Was ist denn jetzt? Was ist denn da? Schaust du zu? Josta. Was? Es ist fest. Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Das ist übrigens ein Paradebeispiel und ein wunderschönes Beispiel par excellence, wie man Game Design technisch erklärt, wie bestimmte Rätselmechaniken funktionieren, ohne dass man ein billiges Drecks-Tooltip irgendwo aufploppen lässt mit benutze deinen Drecks-Idiotenbogen, du komplett ahnungsloser Vollidiot, ich glaub's zumindest, dass es bist, und schießt es da unten in das blaue Ding. Dieses eröffnet eine Brücke, bla 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 bla. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Genau so und nicht anders. Und darum bezeichne ich dieses Spiel als Diese ein Wurzel. Was ist das für AAA-Titel, eine Magie? den ich so den schon Wagen. lange nicht mehr gesehen habe, in Nein. Form eines Kennst Singleplayer-Spieles. Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die wahren Götter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Da waren wir schon. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Du bist selber einer. Das ist nicht umsonst Game of the Year. Ja, natürlich. Trotzdem, ich möchte es nur unterstreichen. Völlig zu Recht bis jetzt.
Alexa, freust du dich auf The Day Before? Das soll am 21.06.22 für PC kommen. Jawohl, steht auch schon auf der Liste. Da freue ich mich sehr drauf, aber es schaut... Und da gibt es ja sehr große Skepsis zu The Day Before. Und es schaut fast ein bisschen zu gut aus. Abwarten. Ja, nicht vorbestellen. Wir werden es spielen, ja, an Tag 1 im ersten Stream werden wir es spielen, weil ich Bock habe. Aber ich befürchte das Schlimmste, um ganz ehrlich zu sein. Und ich fürchte jetzt ein bisschen... Die Straßen und Wege voller Menschen. Es ist... Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, Muss ich kurz die in starten, einer weil sie solchen schmerzt. Welt überleben können. Frage! Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Bin draufgestiegen. Was hinter dem Fuß dieser Treppe nach rechts? Okay, das kriegen wir hin. Aber es schaut schon geil aus. Ja, da ich sehr großer Freund bin von diesem Zombie-Apokalypsen-Scheiß. Kann jetzt eher... Warte dort, während ich das Licht erwecke. Josta. Ja? Hat geklappt. Und jetzt hat nochmal quasi dieselbe Mechanik. Das war jetzt quasi gerade ein Tutorial. Und jetzt wird es nochmal aufgefrischt, so, hey, du schießt mit dem komischen Lichtding auf das blaue Teil und es erscheint ein Übergang. Ohne dass irgendwo ein behindertes Textfeld Was machen wir aufploppt oder genau? sonst was. Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Gut, Schade, dass ich jetzt Ragnarök schießt sie nicht zurück spielen an kann, ihren das sage ich Platz. jetzt schon. Alter Kraft! Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Das ist quasi ein Jetzt schiebt riesengroßer... die Brücke die Schiene entlang. Was richten Sie die mit L die Brücke aus? Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Und er sitzt da und Mann, schaut zu. du bist echt stark. Der Kratos, hallo, ich bin der Immer weiter, Stärkste. bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein, Er war schon immer sehr stark. Bitte mach eine borische Was die Vertonung tut, vom sagen Gameplay, die. beziehungsweise Niemand allgemein nannte vom sie Game. Heelläufer. Aber was sind Ganz ehrlich, da ist das Es Spiel sind zu arme, gut dafür, dass wir es ruhelose verarschen. Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit Crazy Jule! bekommen. Feiere deine Weshalb? Streams krass. Kann Wanda Weiter die so und Tote Grüße erwecken? aus dem Schwabenländle. Angst. Aus Doch dem dies Schwabenländle. ist kein Zauber. Ich habe keine Ahnung, was ihr von Diese dir Plage der Relikt Toten ist. ist nur ein Bussi aufs Symptom Nussi, für eine danke dir. Welt, Merci für den aus dem Euro. Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Okay. Brücke Das ist... ist perfekt. Perfekt. Kommt wieder rauf. Okay. Wir sind jetzt bereit. Sind wir schon unterwegs? Misi, tu dich nicht runter. Haben wir Das gleich war da. beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? meinem Rücken geht es gut. In die Game-Files bitte junge Punktwaff durch Punktwaff Durch ersetzen. diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben-Tierstempel gebaut? Jetzt haben wir quasi, haben wir jetzt die Alle Brücke Felder dran und bei jetzt haben wir seinem quasi einen Bau anderen geholfen. Zugang Es nach war der woanders letzte hin. Akt der wo Zusammenarbeit auch zwischen immer hin. den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Gerade ein bisschen Frame-Drops. Habt ihr Frame-Drops? Nein, bei euch läuft es flüssig in 60 FPS. Aber ich hab, glaube ich, gefühlt ein paar Frame-Drops, wenn ich das so sehe. Ah, das ist so ein Tor zum Zwergensepp. Josta. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Pass auf, sie schenkt den Bogen ihm in 3, 2. Dein Bogen, bitte. Ja, oder sie gibt ihm Macht. Oder die Sehne gibt's ja. Oder was tut's denn? Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Das ist schon finster. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Weltenreisekammer. Okay. Jetzt reist man nach Alfheim quasi. Das ist wie so, was ist dieser Portalkammer oder wie kann ich das verstehen? Schaut mir schon wieder aus, als müsste die gleich mal Die anprügeln. Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten.
So, ist ein bisschen krass absurd. Tretet. Wie funktioniert es? Passt irgendwie. Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen, sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die 9 Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums, getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel, Alfheim. Die Kommentare im Chat schon wieder. Der Bifrost. Liefröst, Grüße Ihr gleich müsst die Bifröst. Zielwelt auswählen. Ja, ich hab schon Alfheim. verstanden. Aber wie tue ich Moment, das? bewegt das die große Brücke draußen? Jotunheim. Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Jotunheim. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Und letztes Mal im Ferienlager im Flötenheim. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Das heißt quasi, wir suchen in den einzelnen Welten noch die Schlüsseldinger für die anderen Welten. Wahrscheinlich. Und wir müssten noch Alfheim. Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder aus dem Tür rausgehe, bin ich in der anderen Siehst Welt du den oder? riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, Alfheim als ist die gleich Riesen Melmark. aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Abgeschlossen. Eine Welt jenseits unserer Welt. Jetzt haben wir quasi sauber abgetravelt. Bleiben wir wieder Klappt raus. nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Ja, Bifrost check ist schon. dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Wie ich dachte. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Müsse! Ja, dann schleicht wir uns, oder? Suchen wir das Licht von Alfheim! Melmax Fackel! Jonaka! Heimdall! Öffne den Bifrost! Das ist so, das ist ja das, was mir an Thor, zum Beispiel an die Thor-Filme und so weiter, nicht so gefällt. Es macht so einen Raumschiff-Eindruck irgendwie. Das ist so irgendwie, das meine ich, das habe ich vorher gemeint mit absurd.
Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ist einfach ein Stück zu viel, aber irgendwie. Da ist es auf alle Fälle irgendwie geiler umgesetzt. Alles, die ganze Umgebung, alles und die Erklärung ist die gleiche, aber ist egal. Fühlt sich besser an wie in die Torfilme von Marvel. Wobei das Marvel wahrscheinlich auch nicht so genau übernimmt und Meint ihr, das ihr wirklich findet ist, das Licht? denke ich Ich mal. erkenne es kaum. Kenne mich zwingend aus. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch nicht. Wie seht? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Ball nicht Oh, der kleine Mox. Das wird unser neue Mom, sagt er. Sie ist nicht tot, oder? Ah, stress dich nicht. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Komm. Recht viel sagen tut er nicht, der Herr Kratos, gell? Also, reden ist nicht so sein Ding. Ist nicht so sein Ding. So, wo sind wir Sieh jetzt? dich doch mal Türs. Bleib Türs, bei Türs. mir. Fass nichts an. Bin gespannt. Oha. Da Was wieder ist das? geil umgesetzt. Erinnert mich irgendwie an irgendein WoW-Gebiet. Ich weiß aber gerade nicht an welches. Ja, frag mich bitte nicht warum. Ich glaube sogar in Shadowlands. Was ist denn das wieder für ein Caster? Komm mal da. Ah, kann ich Fragen stellen? Eine Prügel. Ah, hat nicht hin. Wo ist der Zeug Questmarker? ist stark. Leuchtet was im Innern des Knotens? Ja, früher Ich drauf glaube, du gemerkt. hast es erledigt. Ich glaube, du hast es erledigt. Ja, ich hab's jetzt schon verstanden. Ich hab's schon verstanden, Böbele. Auf alle Fälle müssten wir uns jetzt prügeln. Was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Nicht schon wieder fliegende Idioten. Ich mag keine fliegenden Idioten. Da muss ich aber zielen und so einen Scheiß. Ich mag nicht zielen. Controller Aim minus 9000, Alter. Was ist denn da vorne für ein Weißviech? Was ist denn das da? Was ist denn da aufgespießt? Was ist denn das eigentlich da? Komische Händel. Was hat denn das? Keine. Haben wir uns mal. Oh, da habe ich was gefunden. Ah, kistige Kiste schon hin. Looten und bluten. Lieten und blieten. Was liegt denn da am Boden? Das ist der Doktor. Doktor mit Händel. Oh, ich weiß es nicht. Oh, Cutscene. Oder was ist das wieder? Naja, Gegner. Oh, haben das die Sie sogenannten. ermorden immer mehr Lichtalben. Haben das Es diese ist Walküren, Krieg. vor denen ich Oder das gewarnt Ende wurde? davon. Die mit den Roben haben verloren. Au! Ja, ich sehe schon, wo das hinführt. Wir haben nichts getan. Ja, ich sehe schon, wo das hinführt. Die sind nervig. Werden mehr kommen. Ah, die sind nervig. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Ja! Ah, da habe ich jetzt doch beide gleichzeitig durchwerfen müssen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist das? Warum nehme ich nicht einfach das Schwert? Das ist vielleicht stärker, weil mir Hacke nice nicht. Hast du was gesagt? Nein. Doch. Oh, na gut. Oh, Loot. Ich hab Loot gefunden. Gräßender Vogel. Grantiger Vogel. Andy. Kyrianer im Shadowlands. Ja, exakt. Kyrianer haben es geheißen. Ich hab schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr gewusst habe. Danke. Setz es Mir ist mal wieder zusammen. entwickelt. Dunkelalben. Okay, Spui, sorry. Die haben jetzt aber auch nicht ausgeschaut wie Walküren. Walküren haben Frauen. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Kompass Gebietsmarkierungen. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe, suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Verstehe. Wieso ist unser Zwergenfreund? Hallo Zwergenfreund! Ich mag jetzt nicht upgraden, ich hab keine Zeit zum Upgraden. Kann ich da reingehen? Nein, kann ich nicht. Was ist denn da hinten? Da hinten ist was Blaues. Was tut das? Es leuchtet blau! Jetzt mir Hacke drauf geschmissen.
Haut nicht hin. Was ist da? Oh, ein Katzenschwarf! Das Licht von Alfheim. Was? 15 Meter? Gut. Ah, da haben wir was, da haben wir was. Mal durchpfeffern. Ah, Boot gefunden. Da ist garantiert noch Loot irgendwo. Ich weiß, dass da irgendwo Loot ist. Ich kann es riechen. Hab ich falsch gemacht. So, klammern wir mal das Boot schnell zusammen. Schweifen muss sie schleichen, hauen sie rein. Aufrüsten solltest irgendwann auf jeden Fall. Ja, wir haben ja gerade vorher ziemlich viel Was sagst du? Hackschnitzel Ich habe nichts ausgegeben. gesagt. Wirklich? Na Metzelbe. gut. Du hast noch eine Frostflamme. Oh, scheiße, stimmt. Ah, da muss ich nämlich schnell aussteigen aus dem Boot. Da hat er recht. Da hat er recht, das habe ich vergessen. Hat deine Lukas? Mutter von dieser Welt erzählt? Rückwärtsgang. Nicht viel. Komm, dann können wir da Nur, jetzt dass nicht die mehr raus, Alben oder immer was? um das Licht kämpfen. Ja, das ist aber schon kacke, Und gell? deshalb isoliert blieben. Weil da will ich rückwärts bodeln. Rückwärts bodeln. Können wir jetzt da nicht mehr raus. Haben wir es jetzt. Haben wir es nicht. Ja, doch, geht schon noch. Passt schon. Passt schon. Hacke upgraden. Ablenkung Guter kommt Tipp gerade drin. recht. Waffenverbesserungen verfügbar. Jawohl! Haben wir Axt-Knauf, Talisman? Nein, das war's nicht. Wo da? Leviathan-Axt. Verbessern! Mal in die Finger bekommen, aber falls doch, Verbesserung von Leviathan-Axt. Erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Die werden wir uns straight einmal anschauen. Wir haben nämlich 13.000 Hackschnitzel und 7.000 XP. Ja, mal Brustrüstung, kann er da was Neues? Geheim-Schulterwickel. Du verlierst 17 Stärke, bist du besoffen. Nullinger, Alter. Zauber. Einfach einen Zauber erzeugen, das brauchen wir nicht. Also Glück, Runenkraft, Abklingzeit, interessiert mich auch alles überhaupt nicht, muss ich sagen. Ja, wir haben ja so irgendwelche Sachen in der Rüstung drin, die es stärker machen, gell? Aber War da sonst noch was? ja, warte mal. Ah, da, jawohl. Jetzt haben wir quasi. Okay. Und jede Stufen in der Waffen schaltet quasi die nächsten Fähigkeiten für die Waffen frei, quasi. Halten Sie beim Ausweichen L nach hinten und drücken Sie RB, um einen schnellen Bumerangwurf auszuführen. Erhöht die erhaltene Permafrostmenge bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Das ist eine Permafrostmenge. Drücken Sie beim Sprinten RT um einen starken... Ja, genau sowas tue ich. Das ist eigentlich nur besser wie dieser Charge von vorher, der so lang zum Aufladen braucht. Was kostet der? 1500. Drücken Sie beim Sprinten RT. Kriegen wir hin. Donation schaue ich gleich. Moment, ich muss kurz lesen. Die Präzisions-Axtwurf-Kombo verursacht nun eine große Explosion beim Aufprall. Halten Sie beim Zielen RB gedrückt, um 3 Zielpunkte an einem Gegner oder 3 verschiedenen Gegnern anzuvisieren. Was? Das ist schon ganz geil. Jetzt kaufen wir mal den. Und den Charge von gerade. Halten Sie... Nein, nicht beim Ausweichen, ich glaube das da was. Drücken Sie beim Sprinten RT. Das schaut doch gut aus. Wenn verbundene Fähigkeiten haben, sind die verknüpft. Du brauchst quasi erst die erste, dann die zweite. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da, hoppla. Da, wo der Strich dazwischen ist. Das dachte ich mir bereits. Aber die anderen Fähigkeiten interessieren mich oder haben eh nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Bin zufrieden so. Moment. Kurz speichern, damit wir die Scheiße noch nicht nochmal machen müssen und dann. Und gehen wir Bodel. Ja, gehen wir mal einen runden Bodel. Ich vergieße die Fähigkeit sowieso wieder und prügelt einfach so in den Haufen rein, aber egal. Wenn Permafrost voll ist, ist der Gegner eingefroren. Ach, das ist ein Debuff für einen Gegner. Ja, okay, verstehe. Verstehe. Was ist jetzt da? Was ist jetzt das? Episch. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Abklingzeit dauerhaft um 2 erhöht. Okay. Was soll es gibt? Also. Müssen wir hier in die Höhle wahrscheinlich. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Boy. Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig.
Du hast das nicht gehört? Nein. Es war böse. Wo ich übrigens auch mir ein unfassbares Lob aussprechen muss. Ich weiß, das Spiel ist 3 Jahre alt, ja, aber an mir ist es vorbeigegangen, weil ich keine Playstation habe. Mehr habe und kein God of War gespielt habe damals. Das Rework, ich habe den alten Kratos von früher hab ich noch in Kopf, ja, in jung und mit seinem Ziegenbärtchen und so. Und der Rework von seinem Altsein mit Glatzen und Vollbart und so weiter. Besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht mehr. Mir stinkt fast ein wenig, dass Ragnarök wieder an mir vorbeigeht. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Also komische blaue Typen. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Nein, Sie mit denen halten schmeißt uns man nicht auf. Also gehen Sie uns nichts an. Aber Sie vielleicht... gehen uns nichts an. Und wie gesagt, grafisch on top, obwohl es 3 bzw. 4 Jahre alt ist und für die alte Konsolengeneration entwickelt worden ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, da wird für den PC, glaube ich, nicht nochmal recht viel verbessert in dem Sinn. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. Müssen wir Fury paddeln. Traurig der Streit zwischen den Alten. Alfheim ist so schön, aber die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Alfheim ist so schön. Da drin wird es jetzt gleich wahrscheinlich... Vorsicht, das, Junge. Was machen die denn? Ich schmerz gleich. Erst... Die Brücke ist weg. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Was Warum? ist denn das? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Monster! Ich bin bereit. Au! Dunkelheit! Ah, wie nervig sind die Wichser! Grüezi, 5 nochmal! Hinter dir! Vorsicht! Oh ja, was geht mit denen? Ja, gehen wir weg. Gehen wir weg. Wo ist Leben? Wo ist Leben? Ich brauche Leben. Liegt doch kein Leben. Wo liegt denn das Leben? Nein, 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 nein! Du bist so gut wie tot! Ja, ich bin tot. Ich hab's gespannt. Weil die Typen echt lästig sind. Na, spring halt nicht daneben. Oh. Mister! Bereit, Vater! Das wäre fast der Topf gewesen. Aber nur fast. So, was muss ich muss jetzt da wahrscheinlich umeinander drehen. Ich hab's schon gesehen. Massive Morning. Gut, also das hat etwas bewirkt. Massive Morgenlatte. Und nein. Vater, bloß weg da! Nein, ich bin ja schon wieder fast kaputt! Lass mich in Ruhe! Hack in den Face! Au! Bereit! Jawohl! To your face! Warum mögen die uns Oh, nicht? da ist Leben. Da ist Wir Leben. gehören hier nicht hin. Verdammt. Oh, die haben lästig, die haben schnell.
Die haben schnell die Teufel, da muss man die Steuerung ein bisschen besser kennen, aber ich meine, ist ja wurscht. Reiner Sauerstoff, jetzt für deine 55 Euro übersehen. Lieferando! Sag nicht Lieferando, sonst muss ich noch bestellen heute. Ich hab Hunger. Sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Da müssen wir jetzt durchschwimmen, oder was? Gehen wir jetzt da nochmal so Spacken auf. 100%ig. Was ist das? Was ist was? Was ist was? Bübele, was ist was? Da hinten gibt's Loot, ich hab's genau gesehen. Da kommen wir runter, gibt's Loot. Oh oh, können wir schon wieder Besen? Wo sind die Besen? Wo sind die Besen? Sonst sehe ich hier nichts weiter. Ja, wenn ich da oben springe, bin ich wahrscheinlich wieder hin. Nein, dann springen wir nicht runter. Ich muss mit dem Hacki anvisieren. Was muss ich mit dem Hacki anvisieren? Vielleicht muss ich aber, wie nennt man das beim Football? Vielleicht muss ich da mit Hacki einfach durchgreifen. Hätte ich fast Home Run gesagt. Gib ihm! Gib ihm! Oh, der paddelt mir jetzt sauber durch, wird schon nichts passieren. Hab schon gesehen, ich muss an Atreus seine Bogenschüsse ein bisschen öfter. Ist so schön, aber und Krieg macht es hässlich. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Vater, die Säulen und der Ring formen eine Albenrune. Hey. Damn Optics. Ja, Büberle, dann musstest du da vorne wieder in den Sandkasten reinzeichnen. Los. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Field Goal. Doch in dir selbst bin ich das reinste Ich Leben. bin kein Footballer. Ja, Wasser ist damit gemeint. Junge, Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lögü. Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja, Die Die Musik Stimmen, schon die ich wieder. gehört habe. Sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Ja, das war klar, dass da wieder Stärkere gibt von den Idioten. Das kann nicht gut sein. Feuer! Hinter dir! Ich bin ja gleich wieder hier. Gegner erledigt! Hätten wir heute um 10 Uhr aufgehört, dann hätten wir Zero Depth Code! Nochmal! Schau ihn um!
mit auseinanderdroschen. Wichser! Vorzeig schon! Easy! Da kommt es nur einer. Na, Haupt. Los mich. Los mich! Weiter geht's. Da hinten müssen wir. Da, ich sehe Radl. Ich sehe Radl. Ja, natürlich muss man da nochmal schlägen. Du Wichser von hinten, Alter! Ja, Alter, chill mir deine Knie. Die gelben Dinger kann man nicht blocken, soweit ich weiß. Vorzeig schon! Ihr Klopfspaten hier! Kriegen wir schon. Kriegen wir schon, kriegen wir schon. Oh, da ist eine Rune. Nein, noch mehr auf. Oh, da war so ein Teil zum Festhalten. Irgendwo... Warte mal. Irgendwo müssen da Runen zum Zusammenhauen sein. Irgendwo müssen da Rünchen zum Zusammenhauen. Vielleicht muss man sie aber auch aufheben. Warte mal. Okay, da ist eine. Hab schon der Loot. Wie komme ich da rauf? Muss ich das Hacke da reinwerfen? Da ist eine. Oh, da geht es wahrscheinlich wieder um Zeit, nehme ich an. Oder gibt es die einfach nur zum Suchen? Guck mal da rauf. Na. Etwas testen? Na. Ah ja, verstehe. Aha. Knifflig. Echt knifflig. Aber wie komme ich da rein? Da muss doch ihr von irgendwo einen Winkel geben, wo man da reinsieht, oder? Oder wenn man irgendwie aufkommt. Ne. Ne. Ja, irgendwie muss man doch da raufkommen. Es gibt aber auch keinen Weg nicht von innen, dass man irgendwo von ganz woanders reinkommt. Gehen wir mal irgendwie, kann man nicht vorstellen. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Komplett runterlassen und von unten rein. Okay, probieren wir das. Probieren wir das. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Ach, da fährt der... Ach, okay, gut, das kann ich... Woher soll ich denn das wissen? Woher soll ich denn das wissen, dass der Abteil von dem blauen Teil da auch mit runterfährt? Das ist natürlich... Nein! Was hab ich jetzt? Achso, ja gut. Hast schon. Jetzt kriegen wir mehr Leben, oder? Warte mal, ich geh auf Zeit.
Da müsste jetzt so ein Lebensstor drin sein, normalerweise. Warte mal. Ja, das müsste jetzt der dritte sein. Ah, sie haben 3 Idun-Äpfel gesammelt, maximale Gesundheit erhöht. Oha! Oha! Ganz schön sogar schon, hi? Ganz schön für mehr erleben. Das heißt, jetzt werden wahrscheinlich Gegner auch schwieriger. Müssen wir nochmal runterfahren. Jetzt hast du die anderen Kisten verpasst. Kriegen wir schon nochmal. Müssen wir sowieso runterfahren. An apple a day keeps the doctor away. Ja. So, wie tut man das jetzt mit den anderen Kisten da? Kann man da aufkraxeln? Ja, scheiß auf die anderen Kisten, das muss ich jetzt wieder oberlassen. Haben wir keine Zeit, wir müssen mal progressen, Kinder. Progresso. Staccato progresso. Vanille, Schoko, Erdbeer, Babene. Ich kenne Mutters Stimme genau. Dann ist Sie er war wieder es. Kackidioten. Sie ist tot, Junge. Sprech nicht mehr davon. Gut. Geht jetzt wahrscheinlich das Tor auf, ne? Was ist mit denen da? Bitte mit dir! Dem Maul da drin. Das wieder zack zusammenwerfen. Dann ist Hunger. Easy peasy lemon squeezy. Ist da wieder so ein Spiegel, der wo eine Brücke aufmacht oder so? Nein. Hopp, hopp! Junge! Boy! Lass ihn los! There's a grounding! Wo ist mein Schädel? Hab ich jetzt unendlich Rage oder was? Wo visiert denn der über hier? Ezio! So, wir kommen jetzt um. Was ist mit dir? Ja, wir kommen da um. Hallo. Durch, Junge! Kämpfe! Alter, haut jetzt die ganze Bude zusammen, oder was? Was tust du denn? Ja, ich drücke schon wieder! Die Blöße Junge! Oh oh! Oh, ist hier ein Boss oder was ist denn? Was ist los? Sieh schon. Wo ist der Rest von euch Klappspaten? Wo? Kann nicht alle gewinnen sein. Glaube ich nicht. Was ist da? Ich bin nicht weg. Okay. Hier geht es nicht rüber. Und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Habt ihr schon den Lüt? Was? Habt ihr doch nicht den Lüt? Wieso nicht? Ich verstehe nicht. Verstehe nicht. Hackschnitzel gefunden. Das verstehe ich schon. Jetzt da weiter, möchtest du sagen. Licht oder für einen Bogen?
Ja, es geht da noch nicht weiter wahrscheinlich. Wir brauchen erst die Bogenszene. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Ein Hexal geht schon gut, jetzt tue ich mich nicht an da. Ja, da wird wieder zum Schlägern da unten, wo ja kein Platz ist, da wird die links und rechts runterfallen. Mehr davon. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Widerstand? Klar. So, jetzt weiter. Ein bisschen umeinander kraxeln. Ich weiß nicht, wann soll man speichern und aufhören? Ich weiß nicht, ich mag nicht aufhören. Ich mag nicht. Ich mag einfach nicht aufhören. Bickeln. So jetzt das umziehen. Er killt einfach die Viecher, so geil, das ist das Beste. Oh mein Gott, was ist denn jetzt? Etwas aus Stein! Du findest seinen wunden Punkt! Was? Ah, der hat einen Laser! Au! Was tut der? Ich kann den nicht obisieren. Ich hab's da! Wie tut man seinen wunden Punkt gleich wieder aus? Ich check's nicht. Ja, der kriegt schon Schaden, aber jetzt. Ja, ich kapier's nicht. Ich bin gleich wieder. Ja, ich bin schwer verletzt, ich weiß es auch, ich weiß nicht, was ich tun soll mit dem. Ja, er macht da auf. Und wie soll ich da reinschießen, wenn... Ja, das ist wirklich toll für ihn. Ja, aber wir sollen ihn am Kur... Wir sollen ihn am Kur lenken, dass er da genau steht, dass er von vorn reinschießt. Ich check's nicht. Schau mal da her zu mir, Laser. Mach einen Laser. Ja. Der steht hier mal davor, hey, du kleiner Idiot. Du hast ein Stück abgeschlagen! Das können wir gegen ihn verwenden. Ja, ich hab schon verstanden. Ja, jetzt habe ich kein Leben mehr. Ich probier's. Okay. Was tue ich mit den Brickeln, die da am Bundeln?
dreht sich nicht so schnell. Ja, ich belebe mich wieder. Ich belebe mich wieder. Das kann schon. Tu nicht, ui. Nochmal. Mach Laser. Mach Laser. Kriegen wir schon oben, tu nicht ruhig. Laser. Ja, das macht so viel Schaden. Jetzt sterben wir halt nochmal. Laser mal. Laser mal. Kim. Ich weiß nicht so, was tue ich mit den Prickeln da am Boden. Ich weiß nicht, los mich. Laser mal. Okay, jetzt wird wirklich interessant. Mann, los! Das ist deine Chance! Ja, ich hab keine Chance, weil ich mit der anderen weggelesen habe. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ich habe einen Ohr hinten und ich bin tot. Ich gehe mir auf Zeit, ihr seht mein Leben. Laser! Ich bin der Linke! Ja, ich bin der Linke. Gib ihm. Gib auch Laser. Nicht weg! Laser! Hat er Zahn! Jawohl! Auf weiter! Und mit seinen kleinen Trainern abschneiden! Oh Gott, was tut denn jetzt wieder? Unsere Gegner sind stark. Also, da ist es. Man hätte es mit den Prickeln Alte wahrscheinlich Wache, auch beschleunigen können, habe ich dann gespannt, aber da haben keine Prickeln mehr rausgeflogen. First try. Oder? Ja. Interesting enemy. GG, easy noob / dance motherfucker. Seltener Zauber reduziert die Schaden durch Angriffe von Dunkelalben um 12%. Aha! Gutes Spiel. Um fucking Gottes Willen, sehr cooles Spiel. Sehr Da oben cool. ist etwas. Njörtssturm. Leichter Runenangriff. Ein schnell rotierender Nahkampfangriff, der umstehende Gegner erfasst und erheblichen Schaden verursacht. Ist alles schön und recht. Ist alles schön und recht, was ich euch sag. Schauen wir uns das da noch an, was auch immer das da ist. Erstmal das Hackli Du drauf. fliegst ihn zuerst ein. Gut. Das schauen wir uns noch schnell an. Suchen wir einen Weg nach oben. Also, Weg nach oben suchen. Hoch zur Ringtempelbrücke gehen. Aber liebste Kinder, ich sage euch was. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Oh mein Gott, ist das Spiel gut. Oh mein Gott, ist das Spiel gut. Wer ist noch da?
Ob ich am Wochenende noch mal komme, weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht versprechen. Wir unterhalten uns jetzt noch kurz über die LAN und die Probleme, die aufgetreten sind. Wer nichts über den Corona-Scheiß hören will, ich verstehe es, ist ja kein Stress nicht, ich kann es auch nicht mehr hören, aber es geht halt jetzt in dem Fall nicht weiter, nicht anders. Schaut halt dann jetzt dabei nicht mehr zu, aber wir reden jetzt dann noch kurz über die LAN. God of War ist super. Ich würde es gerne durchspielen. Ich sag das, was es ist. Ich würde es gerne durchspielen. Und das wären wir auch da. Das Ding dauert aber um die 20, bei mir dann 25 Stunden. Das sind 10 Streams. Wir haben jetzt beim 2. Ich hoffe, dass wir mir einigermaßen Progress machen. Für die Leute bitte nicht spoilern, aber wenn ich so durchlaufe, wie ich jetzt gerade durchlaufe, glaube ich, bin ich einigermaßen dabei. Ja? Also nicht jede Truhe suchen, nicht jeden Scheiß aufglauben, nicht jeden Mist hier und da und was weiß ich, sondern wirklich Story, Prügel. Hab ich Bock. Ich hoffe, ihr auch. Falls ja, Like da lassen, bevor es abhaut. Vor allem auf YouTube. Was Twitch tut, weiß ich nicht. Die gehen auf YouTube und drücken da auf Like. Lulu, merci für den Euro. 5 Depp fast am Tacho. Das halte ich für ein absolutes Gerücht. Überschreiben? Moment, ich muss in mein Hauptmenü zurück. Ja, da läuft vielleicht eine gute Musik im Hintergrund. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, hören wir mal zu. Ja, aber das ist ein bisschen ein Hintergrundgeräusch da ist. Ja, das mag ich. Das gefällt mir. Da hört man wieder nichts mehr. Ja, gut. Passt. So, jetzt pass auf. Also, Regel Nummer 1, God of War wird weitergespielt. Weitergeht tut's, Freitag oder Samstag. Ich mag's wie immer. Das sind immer spontan Streams am Wochenende. Für alle Leute, die neu dabei sind, ich streame jeden Montag und Mittwoch. Das sind meine regelmäßigen Zeiten ab 20 Uhr bis meistens um 10 Uhr, meistens sogar ein bisschen länger, halb 11 auch schon länger gewesen. Ich mag schon gar nicht mehr 10 Uhr sagen. Jeden Montag und Mittwoch um 20 Uhr. Im Winter sind spontane Streams am Freitag und Samstag nicht geplant, aber sie kämen vor, wenn, dann auch um 20 Uhr mit Open End. Ja, das kann dann um 9 Uhr sein, das kann um 11 Uhr sein, das kann aber auch um 2 in der Früh sein. Wenn, dann kündige ich das vorher immer an, bei mir im Discord, in der Instagram-Story und wo man das halt so macht und so weiter und so fort. Ich darf es sehr gern durchspielen, weil bis jetzt bin ich sehr begeistert von dem Ding. Das sind genau die Spiele, nach denen ich suche. Genau für einen Stream. Es wäre so geil, wenn es mehr davon geben wird. Aber 20, 25 Stunden ist halt einfach ein Ticken zu lang. Darum müssen wir ein paar extra Streams einhauen, wie halt am Wochenende, ja? Damit wir ein bisschen vorwärts kommen und das nicht bis fucking Juni dauert, bis wir da irgendwann mal fertig sind. Weniger reden, mehr hackeln. Ja, ich muss da schon, ich möchte nicht meinen Stream komplett verändern und nur noch Gameplay, der Blätschmerz muss schon sein springen. So, wen habe ich übersehen? Strife oder Strife 1992, welcome to the squad, Pussy aufs Nussi. Habe ich irgendwelche Leute bei der Donation übersehen, es tut mir so leid. Herr Eder, servus aus Oberösterreich, leider wegen Spatro. Du, das ist nicht so tragisch, da los zurücklaufen, das passt schon. Opa, ja, mehr als 3 Tipps sollten es nicht werden, gell, Stinky Cheese. Den letzten, der zählt nicht. Wenn ich wieder aufstehe, zählt er nicht als Topf. So, Kiste von vorher nicht vergessen. Welche Kisten? Die einzigen Kisten, die ich looten möchte in God of War, sind die mit den 3 Runen. Die nehmen wir immer mit, weil die sind wichtig. Da was kriegt man da gleich wieder? Einen Rage-Balken, glaube ich, mit den einen und einen Lebensbalken mit den anderen und so weiter. Der Rest, wenn er auf dem Weg liegt, ja, nehmen wir schnell mit. Aber ich suche jetzt nicht akribisch die ganze Umgebung nach jeder scheiß Kisten ab und so weiter. Das darf die Spielzeit nur unnötig in die Länge ziehen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch taugt hat, Bussi aufs Nussi, Like da lassen. Jetzt geht's um die LAN-Party. So. Ich erkläre jetzt nicht nochmal von vorn, was eine LAN-Party ist, wann die stattfindet oder wann der Plan ist oder sonst irgendwas. Ich hoffe, die meisten sind, die es interessiert, sind da und kennen sie aus. LAN-Party im Juni. Ja, bei uns in Landau, bla, ich veranstalte Stadthalle, blub. Erledigt. Klapperlandal schreibt, servus Bürger wegen Land, du hast doch noch das Problem gesagt, dass die Leute nicht miteinander reden können. Was spricht dagegen, Discord übers Handy zu nutzen und Kopfhörer und das Headset? So mache ich das als Konsolenspieler auch immer. Wir haben ja wahrscheinlich, was heißt, jetzt muss die LAN erst einmal stattfinden, um das geht's gleich. Wir einigen uns da wahrscheinlich über einen lokalen Teamspeak-Server, da drin kann man chatten, man kann Chat-Channel erstellen und Sprach-Channel erstellen. Easy. So, also LAN, Problem seit heute. Ja, ich hätte gestern fast reserviert. Stadthalle reserviert für das ganze Wochenende. Dann habe ich heute seit wirklich langem, mal wieder Nachrichten eingeschaltet und höre, dass seit heute einfach über die Nacht in irgendeinem Besenkammerl
beschlossen worden ist, dass jetzt eine Doppelimpfung, also Erst- und Zweitimpfung, nicht mehr als Vollimpfung gilt, sondern nur mit Booster. Ich bin nicht geimpft, weil ich rechtfertige mich, ich diskutiere jetzt auch nicht mehr darüber, ob eine Impfung Sinn macht oder nicht Sinn macht, oder die Regelungen beschissen sind oder sinnlos sind. Das ist mir alles völlig Banane, es geht jetzt nur um die LAN. Es wirft folgendes Problem auf. LAN geplant 10. bis 12. Juni. Ich muss morgen mit dem Doktor telefonieren. Den habe ich heute nicht erwischt. Ich habe heute mit der Stadthalle-Dame telefoniert, die übrigens sehr, sehr nett ist und sie da die Zeit nimmt und mir das erklärt, was genau die Regelungen sind. Was bedeutet eigentlich 2G Plus genau? Hat irgendjemand gewusst, dass 2G Plus bedeutet genesen oder geimpft plus Booster oder Test? Ist jemand gewusst? Okay, ist völlig Banane. Auf alle Fälle gut, das ab heute nicht mehr. Okay? Sie hat selber noch nicht einmal gewusst, heute, was dann die letztendlichen Regelungen sind. Das heißt, ich telefoniere morgen nochmal mit der Dame oder am Freitag. Und dann muss ich mich entscheiden, ob ich das Ding reserviere oder nicht. So, was ist jetzt das Problem? Wenn man nur noch geboostert als voll durchgeimpft gilt, dann habe ich ein kleines Zeitproblem. Selbst wenn ich morgen meine Erstimpfung kriege, kriege ich meine Zweitimpfung in 6 Wochen. Dann ist 1. März. Oder dann ist Anfang März. Und frühestens in 3 Monaten drauf kriege ich meinen Booster. Das heißt, dann ist Juni. Und wenn es ganz dumm hergeht, dann kann ich nicht auf mein eigenes Land gehen. Verstehen Sie? Und ich reserviere das Teil und kriege die Impfung nicht durch und dann kann ich mir Fotzen ans Tisch hauen. Das nächste ist, wir kennen die Regelungen bis zum Juni nicht. Und wenn die wirklich, die haben ja das weder angekündigt noch irgendwas. Das gilt jetzt einfach. Und das nächste ist, was jetzt das große Problem, das ist einmal das erste Problem. Dann. Ja, Joe, was hast du denn selber schuld? Ich darf mich nicht impfen lassen, wenn ich die scheiß Land nicht machen darf. Hast du irgendeine Ahnung, wie ich mein Leben führe? Nein, ich rechtfertige mich jetzt nicht wieder zum 1000. Mal diese Drecksdiskussion. Wer Diskussion anfangen möchte über dieses Thema, verpisst euch. So. Folgendes. Wie erkläre ich das jetzt? Das ganz furchtbar Kreislige ist, es wurde angekündigt, ja, ich habe nichts mitgekriegt davon, weil ich es nicht mehr hören kann. Da rein, da raus. Ich gebe keinen Fick drauf. Wenn die LAN nicht geplant war, darf es mich überhaupt nicht interessieren, ja? Weil dann gehe ich nirgendwo mehr hin, dann kriegen andere Leute mein Geld. So. Misa, das lese ich gern. Du brauchst dich nicht rechtfertigen, muss ja jeder selber wissen. Weißt du, ich rede auch nicht umeinander und maul die, du kämpfst Volldepp. Weißt du, das interessiert mich einfach nicht. Aber gut, wenn ihr sonst nichts anderes zum Diskutieren habt zum Leben, dann jetzt das. So. Problem ist jetzt, ich muss mich jetzt dann entscheiden dafür, ob ich die Stadthalle reserviere oder nicht. Wenn ich das Ding dann storniere, nicht Corona-bedingt, weil ich selber nicht hingehen kann, dann muss ich einen Haufen Geld zahlen. Für nix. Also für sprichwörtlich nix. Das ist einmal das Erste. Sage ich euch gleich schon, was ist, das Risiko werde ich eingehen. Dann muss ich weiß nicht, es sind um die 500 Euro. Plus, minus irgendwas. Das ist nicht der ganze Mietanteil, weil Fell nicht genutzt wird. Der Beamer wird nicht genutzt und die Aufbauarbeiten und Reinigungsarbeiten und was weiß ich, was alles für Scheiß. Wird alles nicht genutzt, aber ein Teil davon musst du dann zahlen. Ist auch nur verständlich, weil ich ja quasi den Termin blockiere. Okay, sage ich dir, wie es ist, wenn ich mir nicht sicher bin und das ist unser einziges Problem, dass ich meine Impfung nicht durchkriege. Dann reserviere ich und schaue, dass ich alles tue. Deswegen telefoniere ich morgen mit jedem Doktor, der irgendwo im Umkreis ist, der mir alle 3 Termine geben kann bis vor fucking 10. Juni. So, das ist das Erste. Das Zweite, und das ist das Eigentliche, wo ich am meisten Angst davor habe, weil dann braucht man nicht anfangen. Das ist dieses Plus da hinten drauf. Wenn in Zukunft immer nur 2G Plus gilt, und das 2G bedeutet voll geimpft, also Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung was, und Plus. Das heißt Plus Test. Dann hat mir das die Dame halt gesagt, dann bedeutet das ist ein
offizieller Schnelltest, der nicht älter sein darf wie 24 Stunden. So, unsere Veranstaltung geht aber 48 Stunden. Und wenn ich da drin von offizieller Seite 150 Leute, 180 Leute testen lassen muss, jeden Tag. Am Freitag nimmt sie einen Test selber mit, klang der Schnelltest, der offizielle, der muss negativ sein. Am Samstag muss dann jemand da sein, der muss es regeln. Oder wie soll denn das laufen? Und dann ist das Allerschlimmste, das war noch nicht mal schlimm. Haben wir mir irgendjemanden herin, der offiziell zertifiziert ist, dass er Corona-Tests machen darf. Weil dann baut man ins Foyer da draußen 3 Bierbankgarnituren hin und schickt jeweils 20 Leute aus zum Testen. Das dauert 10 Minuten, eine offizielle Person ist da, kontrolliert das, hagelt das ab, dann ist diese Sache auf 2 Stunden. Ja, da ist das geregelt. Da findet man schon jemanden, der das macht. Muss er nicht umsonst machen, um Gottes Willen. Die Schulung ist gleich gemacht. Ich darf die testen. Killinator zum Beispiel. Okay, das ist schon mal der Erste. Der Erste, der schon mal was schreibt. Was ist mit einem PCR-Test? Der gilt ein wenig länger, der kostet aber einen Haufen Geld. Und das tue ich euch nicht an. Sag ich euch, was ist. Der kostet mehr wie das Landticket selber. Was kostet? Ich weiß nicht, ja, da rede ich jetzt vielleicht Schwachsinn. Was kostet der PCR-Test? Weiß man das? PCR-Test gilt 48 Stunden. Ab was für einem Datum? Der PCR-Test kostet nicht nichts. Der Selbsttest kostet, der Schnelltest, der kostet nichts, glaube ich. Oder ganz wenig. Was ein PCR-Test kostet 69 Euro. Ja, dann kostet 20 Euro mehr wie das Ticket für das Land. Das tue ich nicht. Das Schwachsinn ist. Also das darf man nicht. Das will doch keiner. Oder? Aber von denen die Fotzen vom PCR-Test mehr mit der Ding und wird mehr Geld umgesetzt als mit der ganzen Veranstaltung. Hier. Kannst mir das, vergiss es. Der man nicht. Felix! Jeder soll selbst entscheiden, was er macht. Felix, danke dir. Absolut richtig. Das Allerwichtigste ist, mit der Scheiße fangen die besten Freunde und die besten Leute untereinander streiten an. Und das darf man jetzt nicht mehr. Mir ist völlig Banane, ob du geimpft bist oder nicht. Tu, was du möchtest, aber nerv mich nicht damit. So. PCR-Test machen wir nicht. Ja? Das Allerschlimmste ist an diesen Schnelltests, Worst Case, 150 Leute kaufen sich ein Ticket. Sind da. Erster Tag, alle getestet, negativ. Am Samstag in der Früh müssen wir wieder Tests machen, damit es wieder gut bis Sonntag. Vormittag irgendwann oder Mittag, damit es über 24 Stunden überdauert. Los geht's. Was ist, wenn da einer positiv ist? Dann müssen wir die LAN absagen, mittendrin. 150 Leute sitzen da, haben ihnen Zeug gebracht, haben Zeug organisiert, haben Karten gezahlt vor allem und müssen dann heimfahren. Und das Risiko gehe ich nicht ein. Weil dann kann ich verstehen, dass jeder so richtig krass angepisst ist. Das Risiko, dass ich vielleicht 400, 500, 600 Euro zahle, weil ich das Ding kurzfristig absagen muss, gehe ich ein, das ist mein Problem. Das einzige Problem, was ich halt euch gegenüber habe, ist, ich habe allein noch gekündigt und wir können es nicht machen, weil diese scheiß verfickte Corona-Scheiße mir nur noch auf den Sack geht und die da oben alle 2 Tage irgendeinen anderen sinnlosen Scheißdreck beschließen, wo keiner weiß, so und ja. Es gibt nicht viele Optionen. Das war eigentlich die Information, die ich da heute rausgehört habe. Es gibt nicht viele Optionen, das wird es gewesen sein für dieses Jahr. Fürchte ich. Ich fürchte, das Ding lässt sich nicht verschieben. Und ich habe mit ihr dann schon geredet. Es gibt einen einzigen Ausweichtermin in dem Jahr noch. Das war der... ich weiß nicht mehr auswendig, aber ich glaube das Wochenende 5., 6., 7. Oktober. So. Weißt du, was dann passiert? Im Oktober geht es mit der Wellenkacke immer gern los. Das haben wir jetzt 2 Jahre lang mitgemacht. Ja? Braucht es mir nicht erzählen, dass das nächste nicht, oder Ende des Jahres nicht wieder dieselbe Scheiße ist. Dann geht das los und dann kann mir ich den Shitstorm geben. Es eskaliert alles, aber der andere Trottel macht mit 180 Leuten in irgendeinem kleinen Kammerl ein Wochenende langer Festival. Ist der nicht ganz sauber? Kann ich auch nicht bringen. Verstehe ja. Ist unvernünftig hoch 1000. Aber mitten im Sommer eigentlich nicht. So. Jack the Ripper! Schade. Du, was meinst, wie mich halt das triggert hat den ganzen Tag? Ich bin so angepisst, seitdem ich das heute gehört habe und Dings.
Da ich halt keine Nachrichten mehr schaue, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Das ist mir wurscht, deswegen kenne ich auch die Regelungen nicht. Ja, ich hab fucking Homeoffice 24/7, vorher gehe ich nicht mehr in die Arbeit, ist mir alles scheißegal, ich schaue es nicht mehr an, weil es mich nicht mehr interessiert. Aber gestern habe ich zum Beispiel mit dem Netzwerkmann 3 Stunden lang, glaube ich sogar, ein sehr gutes Gespräch gehabt. Da ist zwar bloß eine halbe Stunde lang gegangen und am Rest nur um Zeug. Und es ist alles erledigt. Es ist alles organisiert, ob es glaubt oder nicht. Alles von vorn bis hinten. Halle ist organisiert mit allem drumherum. Tische sind organisiert mit allem drumherum. Der Transport von selbigen ist erledigt, alles drumherum. Netzwerk, Peripherie ist erledigt, alles drumherum. Strom ist erledigt. Das Einzige, was noch nicht erledigt ist, ist es, ich nenne es jetzt mal Catering, also Essenstände draußen zu was für einem Zeitpunkt, weil das Letzte ist, was wichtig ist. Security ist erledigt, sogar samt Angebot. Habe ich heute gekriegt oder gestern. Heute oder gestern, ist völlig wurscht, wann ich es gekriegt habe. Ich habe es auf alle Fälle da. Es schaut sehr, sehr gut aus, dass das Ganze mit einem 50er über das ganze Wochenende geregelt ist. Da kommt vielleicht noch ein Parkticket dazu. Das ist vielleicht noch was zum Regeln, das sind Kleinigkeiten, aber das Organisatorische von allem, was wir für die LAN brauchen. Server sind geregelt, die haben teilweise sogar schon eingerichtet. Ja, der Netzwerkmann ist schon dabei, dass er Press F für den Kulzer-Clan an der Stelle. Und für den Martin, ich glaube, der ist aus Österreich oder irgendwo aus dem Norden, der ihm da dabei hilft. Mit dem habe ich mich selber noch nicht unterhalten, kommt aber noch. Hirschi! Aber überlege mal, wie war es denn letztes Jahr? Da war es im Winter auch unfassbar scheiße, zack, bumm, hat 20 Grad, war alles wieder easy. Und ich denke mal, dass das wieder so ist. Könnt ihr mir vorstellen, Positivdinger, Birger, das macht sie ja schon fix leiten. Du, das ist das, was mich so stört dabei ist, wenn ich da irgendeinen Einfluss drauf hätte, dann hätte ich mir da nicht so viel Sorgen machen. Aber das ist so fucking out of control, dass ich halt gar nicht weiß, was kommt. Das heißt, Voraussetzung, wenn ich morgen mit die mal bei uns 2, 3 Doktoren bei uns telefoniert habe, die zu mir sagen, alles klar, das mit dem ersten Booster kriegen wir durch bis vor Juni. Dann rufe ich 5 Minuten später, da mache ich die Termine und 5 Minuten später rufe ich die Stadthallendame an, spätestens am Freitag und reserviere das Ding. Wenn dann irgendwelche Regelungen kommen, dass es nicht stattfinden kann, dann hat die zu mir sogar schon gesagt, das können wir versuchen, dass es dann als Corona-bedingte Stornierung durchgeht, dann muss ich nichts zahlen. Ansonsten muss ich halt einen bestimmten Prozentsatz davon zahlen und das sind halt nun mal um die 500 €. Plus, minus irgendwas. Dann habe ich Pech gehabt, dann ist das für mich in Ordnung, das Risiko gehe ich ein, weil das war wieder so fast so typisch, ich mag mich dann nicht Schmatzer nennen lassen, weil ich jetzt glaube ich ein halbes Jahr lang über die LAN rede und wir haben wirklich da sehr viel Zeit investiert, das zu organisieren, wo wir die ganze Scheiße herkriegen, wie es funktioniert, wie es ablaufen soll, etc. Und jetzt heißt es, jetzt geht's nicht. Dann reserviere ich das Ding und dann lasse ich es euch natürlich wissen. Deswegen habe ich es ja im Juni geplant, letztes Jahr schon, ja, damit ich den Termin kriege. Weil im Sommer normalerweise die Regelungen so sind. Ja. Wenn ich aber heute auf das Infektionskonto schaue, dann haben wir da 120 oder 110.000 Infizierte. Das spielt einer ja gar nicht in die Karten mit einer verfickten Drecksimpfpflicht. Und ich weiß, das heißt nicht sicher, dass eine kommt, aber sie steht im Raum. Und wenn die verpflichtend ist, dann kommt da ohne auch meine Regelung, die Regelung macht nicht ich, ohne Impfung da keiner eine. Und wenn du nur vollständig geimpft giltst, mit Erstimpfung, Zweitimpfung, Booster, dann schaff's ich zeitlich einfach nicht mehr, dass ich da vollständig geimpft rein kann. Und wenn die sagen, plus, 2G plus, wir brauchen die Tests, 24 Stunden alt, dann haben wir verkackt. Weil das Risiko gehe ich nicht ein. Da braucht bloß einer von 150 oder insgesamt haben für 166, 170 Leute Platz. Und ich muss mich auch testen, ja, und meine Freunde auch und das Orga-Team auch. Wenn da so ein verfickter Schnelltest falsch ist, ja, das ist jetzt kein wieder irgendein Umeinandergeschwurbel, die Tests sind alle falsch und aber wenn noch einer falsch positiv ist, dann müssen wir die Line abbrechen. Und bis dann aufkommt, dass der falsch ist oder sonst irgendwas, dann ist die Line abgebaut und vorbei. Und dann habe ich da wirklich keinen Bock drauf, dass ein Teil, völlig zu Recht übrigens, wahrscheinlich anfängt zu sagen, ich möchte mein Geld wieder zurück oder und nicht lästig wird. Nur verständlich, um Gottes Willen. Das Problem ist halt, der Hass wird auf mich projiziert. Und nicht auf den verfickten scheiß Test, der vielleicht falsch ist, oder auf irgendwelche Regelungen, da wo ich sage, ich hatte eigentlich mal 4 Sekunden irgendjemand nachdenkt, keine Ahnung. Aber egal, um das geht es jetzt nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf die LAN
und die Situation ist, wie sie ist und wir schauen mal, dass wir da irgendwie durchkommen. Ich werde es versuchen, ich werde alles dafür tun, weil ich so hart Bock auf diese LAN habe und so viel Zeit jetzt in diese Organisation investiert habe, dass ich an dem Tag, einen Tag danach, so fair muss ich sein, dass ich einen Tag danach, wo ich alles geregelt gehabt habe, wo ich heute eigentlich ankündigen hätte können, Freunde der Sonne, am 10. bis 12. ist LAN. Nicht zu 90% oder 80%, sondern zu 100%. Ich habe reserviert. Heißt, am nächsten Tag in der Früh entscheiden diese Wichser, Wichser, du giltst nicht mehr als voll geimpft mit Erst- und Zweiimpfung. Einen Tag danach! Ich glaube, dass ich kotze. Aber gut. Es ist, wie es ist. Schauen wir mal. David, so, jetzt habe ich Zeit. Press F, wenn sowas von wurscht ist, wenn die LAN verschoben wird. Nicht unterkriegen lassen, Ruf behalten. Danke für den geilen, ehrlichen Stream. Mr. Meyer, soweit mir das möglich ist, werde ich immer so ehrlich sein, wie es geht. Was heißt, wie es geht, hört sich schon wieder an, als hätte ich jemals irgendwo in Kamera eingelungen. Ich wüsste nicht, wann ich das jemals einmal bewusst getan hätte. Da gibt es jetzt... Aber danke für die netten Worte. Sagen wir es einfach so. Hirschi! Aber überlege mal, über was im letzten Jahr. Da war es im Winter... das habe ich schon gelesen, gell? So. Okay. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich meine, das ist kein Bass oder wenn da irgendwelche Regelungen sind und ein Batman, nochmal entschuldige, vielleicht war meine Reaktion letztes Mal auch vielleicht ein bisschen zu harsch, aber ihr kennt's mich. Wenn ich das Gefühl habe, des Getriggert-Seins, dann rauschen da einfach Sachen aus dem Maul raus, die halt meistens nicht so nett sind. Nimm du das mal, Batman, nicht so persönlich. Das war, ich sag das auch, ich meine das auch gar nicht persönlich, ich meine, falls der Batman noch da ist, ich weiß nicht, dann ich meine da die Allgemeinheit, weil ich mir sicher bin, da dingen mehr Leute so wie du. Ich weiß ja nicht, was die Leute meinen, dass wir da ungeimpft einfach reinsteppen und dann passt schon. Das wird nicht laufen, das garantiere ich euch. Und wenn wir da irgendjemanden erwischen und ich bin der Veranstalter und der hat, was weiß ich nie, einen gefälschten Impfausweis oder ich lasse da jemanden rein, der nicht geimpft ist oder irgend so ein Mist, dann bin ich so gefickt, Alter, dass es nicht mehr feierlich ist. Die rechnen das halt auch als mit Menschenleben aufs Spiel setzen. Ja? Wie man das jetzt wieder sagt oder nicht, wie man das persönlich sagt, ist doch völlig Banane. Die sehen das so und ich muss da damit umgehen. Um das geht's. Und ich hoffe, das wird verstanden einigermaßen. Ich kann da jetzt auch nicht mehr sagen irgendwie. Übrigens, merci dir für eine 17-Monat-Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi, welcome to the squad. Ich hoffe, Sie haben weiterhin noch Spaß. McGoldie! Als wir im Trainingslager mit 50 Leuten waren, mussten wir auch nur am Anfang und Ende testen. In Klammern, Nationalmannschaft, das war so die Anspielung. Das ist nur die Frage, für was Nationalmannschaft. Wenn ihr da 50 Leute seid, dann seid ihr auf alle Fälle Teamsport, gehen wir davon aus. Aber ich tippe jetzt einfach, es darf mich verwirren, wenn du in der Fußball-Nationalmannschaft spielst. Ich tippe mal auf, weiß ich nicht, Nationalmannschaft im Fingerhakeln. Da müsst ihr mehr schreiben. Ich bin in einem Theaterverein und wir haben jetzt abgesagt, weil wir im März voraussichtlich unseren Saal nicht voll machen dürfen. Das waren 250 Personen in je 6 Vorstellungen. Aber wenn wir einen Termin im Sommer gefunden hätten, wären wir auch das Risiko eingegangen und hätten das gemacht. Nur haben wir keinen Termin gekriegt für den Sommer. Und nochmal, selbst für nur einen Tag sind 50 € voll okay. Nein. Also, ja, ich sag das auch, nochmal, ich möchte mich da nicht unfassbar bereichern an dieser LAN-Party. Ich bin auch so ehrlich, dass ich sage, da bleibt nach aktuellen Berechnungen nicht viel übrig, aber es bleibt was übrig. Und ja, das sehe ich als kleine Aufwandsentschädigung, ja, weil da Stunden, Tage an Arbeit und Zeit hineinfließen, dass man da, glaube ich, keiner Base ist. Aber ich versuche halt, die Veranstaltung dann erstens schon mal Jahr für Jahr zu machen. Ich kaufe zum Beispiel einen Haufen Zeug ein, ja, dass ich das habe. Das heißt zum Beispiel die ganzen Stromkabel, Netzwerkkabel, teilweise die Switches, die nicht der Netzwerkmann zur Verfügung stellt, kaufe ich schon dazu, dass uns die kehren. Die sparen wir uns beim nächsten Mal und beim nächsten Mal lasse ich mir für das dann was anderes einfallen, dass wir die LAN cooler gestalten können. Keine Ahnung, Gewinne in Turnieren, irgend sowas. Ich meine das richtig serious. Ich will das wieder haben, weil ich glaube, dass ein LAN nach wie vor 2022... Warum fällt denn jetzt mein Pip obi? Was habe ich nicht, weil ich wieder am Tisch umeinander habe. Spreng gut, dass du das gerade schreibst, aber ich mag jetzt nicht wieder abdriften. Wo bin ich jetzt hängen geblieben? Kruzifix. Wollte ich kurz nachdenken?
Sehr fix, jetzt bin ich durcheinander gekommen, ich weiß nicht, was das gegangen ist. Ich voll Depp. Wo war ich denn jetzt? Scheiße. Faden verloren. Komplett. Ja, genau. Zeug einkaufen, ja. Also ich leg mir das alles so zu. Dann möchte ich auch. Ich mag das nicht spoilern. Das kommt dann, wenn ich es ankündige, ja. Also mit dem Geld wird schon was da, das stecke ich mir nicht in meine Taschen rein. So möchte ich es auf alle Fälle sagen. Ja, und beim nächsten Mal haben wir dann Gewinne oder was weiß denn ich. Und wenn es wirklich gut ankommt, dann kann man auch mal Sponsoren anschreiben, ja. Da ist Nvidia, AMD, Intel und so weiter, ist so, die haben gleich angeschrieben. Die machen da schon mit. Dann ein Stream-Event draus machen, ja. Langsam steigern. Jetzt probieren wir erst einmal aus, ob das überhaupt hinhaut. Ganz grundlegend, einfachste Sache. Netzwerk aufbauen, Leute kommen, Ticketverkauf, wie läuft das, passt das finanziell, passt es organisatorisch, lernen wir fürs nächste Mal was dazu und dann legen wir Stickerl für Stickerl einen drauf, dass das jetzt ja geiler wird. Okay? Das ist mein Plan. Hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert und da werde ich es ganz genau so machen. Gut, sie fix, jetzt fällt die schon wieder ab, ich habe überhaupt nichts da, ich habe den Tisch nicht einmal angelangt. What the fuck are you doing, Step Pip? So. Wenn die LAN abgesagt wird, was dann? Dann tut es mir unfassbar leid. Für alle, denen ich da vielleicht ein bisschen glänzende Augen gemacht habe. Ich habe auch glänzende Augen, sonst darf ich mir da nicht so einhängen, dass wir das machen. Und es war eigentlich gestern so weit gewesen, dass ich heute sagen kann, Leute, 10. Juni, los geht's. Dann müssen wir es verschieben. Und zwar auf nächstes Jahr, weil es nicht hilft. Weil es einfach nicht hilft. Wir können nicht im Winter diese Veranstaltungen drin machen, das kann ich nicht. Das ist auch moralisch falsch, da brauchen wir nicht schmerzen. Dann müssen wir es um ein Jahr verschieben. Dann buche ich, dann vorreserviere ich mir den Termin genau ein Jahr später, 2023. Es geht nicht anders. Aber wir machen diese verfickte LAN. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, was diese ganze YouTube-Stream-Bekanntheit bla 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 mit sich bringt. Da war ich halt scheiße lästig, Alter. Da war ich halt so scheiße lästig, dass es ganz aus ist. Mr. Mesh! Vielleicht sogar eher, wenn die am Sonntag gemütlich heimfahren können und nicht erst nur auf die Nacht voll im Arsch sind, bevor sie heimfahren. Es ist, also zeitlich ist geplant vom Freitag 1 Nachmittag bis Sonntag 1 Nachmittag. Ja? Später Vormittag, so Mittag rum, werde ich halt dann ankündigen, so Leute. Gibt's halt, je nachdem. Siegerehrungen, je nachdem, was wir machen. Wie jetzt die LAN an jedem Tag mit Events vielleicht sogar irgendwie zeitlich geplant abläuft, so weit bin ich noch nicht. Ja, aber egal. Dann wird halt auch gesagt, so ab Mittag so Leute, packelt bitte zusammen, weil um 1 müssen wir das Abbauen anfangen. Ja, wir müssen das ganze Zeug wieder abbauen, aufräumen, sauber machen und die Halle dann verlassen, die Tisch wieder wegfahren und das dauert den ganzen Sonntag. Bin ich mir sicher. Danny! Bürger, schau mich gleich in DC, da war eine wichtige Info wegen dem Impfen drin. Ja Gott, aber weh. Bürger, also ich sehe da nix oder ich bin blind, kann natürlich auch sein, dass das erst ab Montag gilt. Das gilt in bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten. FFP2-Maske. Für Beschäftigte gilt während ihrer dienstlichen Tätigkeit eine medizinische Maskenpflicht im Rahmen Arbeitsschutz, ja, aber für wen? Ich check's nicht. 2G+, geimpft, genesen, zusätzlich negativer Schnelltest. Sobald der negative Schnelltest da dabei steht, ist die LAN gelaufen. So leid's mir tut. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass eventuell, und bei 170 Tests ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass einer halt einmal fälschlicherweise halt nicht funktioniert und positiv anzeigt. Oder noch schlimmer, fälschlicherweise negativ anzeigt, die ganze Halle sich ansteckt und im allerschlimmsten Fall einer da stirbt. Weißt du, was dann los ist? Weißt du, was dann los ist? Dann kann ich halt zusammenbackeln gehen. Dann müssen alle geboostert sein. Zutritt insbesondere zu Objekten, die nicht schwer waren. Aber für das habe ich die nette Dame von der Stadthalle. Die setzt sich mit den Regelungen auseinander. Die sagt mir, das ist ihr Job. Ja, die kann das auch besser als ich. Die sagt mir, was für Regelungen gelten. Und dann kann ich entscheiden. Okay? So. Total egal, ob 2G oder was auch immer, so ziemlich alle Konzerte werden mittlerweile noch 2023 verschoben, wird schon einen Grund haben. Auch die im Sommer.
Das war ja letztes Jahr genau dieselbe Scheiße. Da ist alles aus dem Sommer verschoben worden. Im Sommer war aber dann hier wirklich 0 Inzidenz von 3. Keine Ahnung, die scheint ja sowieso offensichtlich keine Sau mehr zu interessieren. Und dann war eigentlich alles wieder cool. Aber ich garantiere dir noch was. Garantiere dir diese Impfpflicht. In irgendeiner Form wird sie kommen. Und wenn es nicht Impfpflicht heißt, dann heißt du gehst in Zukunft nur noch nicht einmal mehr zum Scheißen ohne 3G, 8 plus 16 irgendwas. Ja, aber Konzerte sind 5.000 bis 10.000 Leute und mehr. Wir reden von 150 Leuten. Ja, unterschätzt das nicht, aber die 5.000 Leute verlassen den Raum nach einer Stunde wieder. Und die 150 Leute sitzen da 48 Stunden aufeinander gepfercht in einer Halle drin. Aber der Schnelltest wird nicht vor Ort gemacht. Das war, wenn Schnelltest. Aber wie gesagt, es wird keinen Schnelltest geben. Ist der Schnelltest Pflicht für 2 Tage, findet die LAN nicht statt. Warum? Nochmal, für den Letzten, dass er es versteht. Ihr fahrt meinetwegen von Österreich daher. 5 Stunden. Da bin ich mir sicher, dass Leute dabei sind aus Österreich, die gern kämen Daten, die ein Ticket kriegen und dann 5 Stunden daherfahren. Aus Wien oder sonst woher. Dann kommst du am Freitag, dann haben wir den Freitag, hat jeder seinen negativen Test dabei, ole ole. Dann machen wir am Samstag, wir richten da ein Schnelltestzentrum ein, ein kleines. Der Kleine, das muss ja nicht riesengroß sein, da muss eine Person da sein oder 2, die das offiziell dürfen. Jeder macht seinen Schnelltest, bla bla bla, hinterher sitzt da 10 Minuten hin, zeigt das her, hagelt's ab, fertig. Dann wird durchgesagt, bitte die nächsten 10 oder 20 außer den Test mal anschauen. Das ist aber eine halbe Stunde, ist der Käse gegessen. Oder auf 2 Stunden insgesamt ist der Käse gegessen. Ja, das kostet 10 Minuten am Tag, da stirbt keiner. War alles legit. Aber wenn da jetzt eine Person dabei ist, die dann positiv ist, müssen alle heimfahren. Wird abgebrochen am Samstagvormittag und alle wieder heimfahren. Das tue ich keinem Menschen nicht an. Und ich garantiere es dir, dass einer dabei ist, der dann positiv ist. Das garantiere ich dir. Also Schnelltest musst du jeden Tag machen. Der gilt 24 Stunden. Das heißt, du machst dein am Donnerstag um 3 Nachmittag. Dann gilt er bis Freitag Nachmittag. Das ist eigentlich, so habe ich es noch gar nicht berechnet, selber im Kopf durchgespielt. Du machst deinen Schnelltest, den du sowieso mitnehmen musst, am Donnerstag um 3 Nachmittag. Dann gilt er bis Freitag 3 Nachmittag. Dann kommst du am Freitag um 1 rein, entlang, und musst um 2, 3 nochmal einen Schnelltest machen, der bis Samstag 3 Nachmittag gilt. Dann musst du am Samstag wieder einen Schnelltest machen, der bis Sonntag 3 Nachmittag gilt, und dann darf es passen. Das heißt, wir müssen mal 2 Tests zur Verfügung stellen, oder die Teile dann auch zur Verfügung stellen. Ja, ich meine, ein Test kostet nicht viel, ein Schnelltest. Was weiß ich, nie 50 oder so. Da brauchen wir 300 Stück oder 400 Stück. Das sind 200 €, die haben mit dem Ticket gedeckt. Das darf schon gehen. Muss man dann irgendeinen Switch oder so weglassen und sich den ausleihen anstatt kaufen. Kauft man dann nächstes Jahr. Das sind alles Details. Das kann eigentlich auch wurscht sein, um ehrlich zu sein. Aber die Teile dann auch zur Verfügung stellen. Und na, dann kommt im allerschlimmsten Fall. Im allerschlimmsten Fall kommen die Leute und machen einen Test am Freitagnachmittag durch, und am Freitag um 5 Uhr auf die Nacht ist irgendjemand positiv, und nach 2 Stunden LAN. Alle haben gerade aufgebaut, haben gerade gekommen, alle sind geil drauf, weil ja, geil LAN und dann heißt, ja, da ist einer positiv, alle bitte ab nach Hause, übrigens alle in Quarantäne, fuck you. Ja. Aber genau. Wie der Dave Davis schreibt, geboostert braucht keinen Test, Stand heute. Wie gesagt, Stand heute. Wer weiß, was dann ist. Das heißt, ich hoffe ja, ich gehe auch davon aus, dass keine Testpflicht nicht besteht, sobald jeder geboostert ist. Dann kommt wieder Problem 1. Ich selbst habe eventuell ein Zeitproblem, dass ich bis dahin geboostert bin. Und wenn ich nicht auf meine eigene LAN gehen kann, ja, Entschuldigung, aber dann findet sie halt nicht statt. So, und einen anderen Termin, weil einfach mal eine Woche nach hinten schieben oder 2 Wochen nach hinten schieben, geht nicht. Ja, die Termine sind voll. Das ist der einzige Termin im ganzen Jahr, wo ich die Stadthalle für 4 Tage mieten kann. Ja. So, ist das, aber ich glaube, jetzt haben wir es alle verstanden, die noch da sind, oder? Ja. Außer die Stadt verlangt einen Test, die hat Hausrecht in der Stadthalle, denke ich. Ja, das hat's mit Sicherheit. Sie könnte, glaube ich, aber das tut's nicht. Bei uns in Italien du bist in Italien, war wahrscheinlich ein Tiroler, oder? Südtiroler. Bei uns in Italien gibt es jetzt die Impfpflicht für 50 plus zum Arbeiten. Aber wenn nicht impfst, zahlst du jährlich 100 € Strafe. Geiler Staat. Was jährlich? Sag ich dir ganz ehrlich, jährlich da die 100 € zahlen. Sag ich dir, wie es ist. Warum? Pappaufsteller reicht doch auch von dir.
Für euch schon, ja, aber ich darf gerne auf mein eigenes Land gehen, das war cool. Problem 1 plus Problem 2 plus Problem 3 ist gleich verständlich, ist gleich verschieben. Noch verschieben wir es nicht. Stellt sie morgen aus, lasst euch im Discord wissen. Spätestens am Freitag stellt sie aus, ob reserviert wird und dann müssen wir betten. Ja, dann müssen wir einfach betten, dass die Regelungen bis dahin heißen, geboostert, ohne Test, passt. Macht's, was schmeckt's. Dann sage ich, so Freunde der Sonne, LAN. Wenn wir testen müssen, bin ich raus. Und wenn mein Booster bis dahin nicht greift, bin ich auch raus. Andere Option war natürlich noch, ich suche mir jemanden, der infiziert ist 2 Monate vorher und schleckt ihn einmal sauber ab. Und dann schauen wir mal. Also das ist noch nicht ganz im Eimer, aber von 99,9% Sicherheit, die LAN findet statt, sind wir heute ganz furchtbar schnell wieder auf 20% gedroppt. Leider. Aber ich lasse euch morgen im Discord gleich wissen, sobald ich was weiß. Und ja. Und jetzt ist 3 Minuten vor 11. Wo ist denn die Zeit bitte hingekommen? Hat sie ja vollkommen besoffen. Machen wir das Spiel jetzt zu. Da haben wir mich schon gespeichert. Ich hoff's ganz stark. Freunde der Sonne, Bussi Nussi. Ich sag vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es herrscht Verständnis. Ich mache die LAN genauso gern wie einige von euch wahrscheinlich. Wir werden sehen. Schauen wir morgen mal. Bussi aufs Nussi, Dankeschön fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, wer nicht liked, schlägt dann Andreas seine roten Haare und da kriegt man bekanntlich Seelen-Aids. Und soll die LAN abgesagt werden dieses Jahr, wird es verschoben auf 2023. Ganz einfach. Jetzt schlaft's gut. Vielen Dank für die ganzen Donations. Wie immer, vielen Dank an alle neuen Mitglieder, vielen Dank an alle alten Mitglieder, vielen Dank für alles. Press F für die Moderatoren, Bussi aufs Nussi. Wir sehen uns vielleicht am Wochenende, Freitag oder Samstag, spontan Stream mit God of War. Versprechen mag ich es noch nicht. Ansonsten sehen wir uns am Montag mit einer weiteren Runde Daisy. Geht's weiter mit dem Chameleon. Und nächsten Mittwoch spielen wir dann spätestens die nächste Runde God of War, ansonsten am Wochenende. Und mit Videos und Musik und was ich sonst noch so alles mache, muss ich euch momentan so ein bisschen vertrösten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe momentan überhaupt keine Muse, irgendwie ein Video zu machen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, da ist mir auch keiner besser. So. Und jetzt gehe ich was trinken. Und schleich mich ins Bett. Schlaft's gut, haut's euch rein. Bis zum spätestens nächsten Montag, vielleicht bis zum Wochenende. Hobby! Wie war das am Montag? Schlusswort, ein Wort zum Nachdenken. Strapse.